Einen wunderschönen guten Morgen in den Äther, habe die Ehre, grüß euch Gott, in meinem Falle aus der Klause Klaus in der buckligen Welt in Bad Schönau und natürlich begrüße ich meinen Herrn Kollegen ganz aufs Herzlichste in Eiwestaue im Weihviertel. Guten Morgen Patrick, guten Morgen liebe Leute. Guten Morgen Welt und guten Morgen im Speziellen natürlich an dich. Noch in die bucklige Welt, noch ist er ja dort. Ich erhebe mein Kaffeeheferl auf euch alle und auf dich, Klaus. Wir Jawohl. sehen uns ja heute am Abend schon wieder. Wir Am zwei, Abend ist gerade Klaus und ich. Am Nachmittag, um 5 Uhr treffen wir Oh, uns schon. 17, ja, ja. Ja, zu einem Aufspielen anlässlich, ich glaube, ist es ein Geburtstag heute oder ist es nur so ein Nein, Fest? nein, nein, das ist für die Ist nur so ein Gemeinschaft dort Fest. sozusagen. Ja, Für die, so ein Festel von ihnen, ja, ja. ist in Ordnung. Ich habe nur privat steht, deswegen. Allerdings ja. Deswegen war ich jetzt nicht Nein, sicher. eben nicht öffentlich auszuschreiben, sagen wir Nein, so, nein, das das eh, Ganze, ja. das eh, das eh. Heute spielen wir privat. Wir sagen immer, heute spielen wir privat. Das kann immer Hochzeit sein, Geburtstag sein, Festel, das kann alles mehr. Also alles, was nicht eben, wie der Patrick richtig sagt, öffentlich ausgeschrieben wird. Und das aber Genau. in dem Fall, oft habe ich dabei stehe, Geburtstag oder irgend so, jetzt in dem Fall nur stehe gehabt, privat. Daher Ich war habe ich es mir jetzt lang nicht gesucht, ich sicher. habe ein bisschen überlegt, wie sagt man das eigentlich? Nicht öffentlich ausgeschrieben, ja, genau, eigentlich. So ist Hm? am richtigsten eigentlich, ja. Ja, ja, schön getroffen. Übrigens, Wo bevor nicht ich jeder hinkommt. Um richtig, man ja, kann, wo sozusagen, ja. nicht hinkommen darf. Nicht? Wo nicht jeder hinkommen darf. Eine geschlossene Genau, Gesellschaft. Da, sozusagen, ja. wir, da wo alle zu sind. Also was anderes. Ja, ähm, bevor ich weitergehe, ich trinke heute einen Kaffee. Die Bohnen sind aber jetzt nicht so wichtig in dem Fall, weil es nur mein Testbackerl ist. Das ist ein Kaffee, der jetzt nicht super drüber ist, aber sehr in Ordnung. Das passt. Nur, dieser Kaffee wurde gemacht in einer Siebträgermaschine, die ich zu meinem 50er gekriegt habe. Jawohl! Von meinem lieben Kollegen Patrick mitsamt seinem Bruder und Schwägerin haben sie nicht nur eine Siebträgermaschine, so einfach haben sie sich nicht abspeisen lassen, Sehr gerne. die Herrschaften in ihrer Großzügigkeit, sondern haben umfangreiches Zubehör wie extra Siebträger am Besser natürlich und was noch ist dazugehört. Deswegen, ich habe mir heute gern doppelten gemacht. Das ist ein Vierfacher mit ein bisschen Wasser, also Tipptopp. quasi ein Vierfacher, der leicht verlängerter. Schauen wir, wie lange er auskommt, dann muss ich noch mal eine machen, es dauert etwas länger als vorher mit der Kapsel, aber ja, ein Genuss, Patrick, ein Genuss. Und mit diesem Schluckerl Kaffee nochmal Es freut mich sehr. Dankeschön. Bitte sehr, sehr gerne, gerne. Weil ich hätte jetzt bald ein bisschen gekostet, wie wir zwei immer sind miteinander. Man gibt ja gern, man Ma, gibt ja na, gern. ma, Wie man so na, gesagt hat früher. ja, na, man Gern. nimmt, man Ja. nimmt ja auch gern, man nimmt ja auch. Na, freut mich wirklich, du. Lieber Botzen, freut mein Bruder an, meine Schwägerin auch, dass du so freust drüber. Ja, Wir na, haben schon ein bisschen Riesenfreude. länger überlegt darüber, aber ja, das hat schon passt, das Geschenk. Eine ganz Und ein großartige kleines Überraschung und Persönliches Freude. gab es dann noch dazu. Ja gut, das war super. Das war sowieso leibend. Einen Blick in den Chat, meine Lieben. Susanne Moser ist da, guten Morgen. Der Paul Artmann Guten aus Morgen. München. München sollen, so dass es zusammenbringt. 17 Grad sonnig, jawohl. Der Wolfgang ist da, Christi Gott. Gestern habe ich die Maggie erst geschickt, sehr leibende Bilder von Mödling, wo sie wart, Grüßt euch. mit der Nathalie. Die Maggie, die Marie-Louise Leb, glaube ich, war dabei, dann deine Schassel, Karin und du und natürlich die Nathalie, die quasi jetzt leider Witwe vom, Mhm. ähm, vom Adi Adi. Rehberger ist und dort habt ihr euch sozusagen in seinem Gedenken getroffen, wo ich ja hätte Ja. treffen wollen und da hat es mir ein Büdel geschickt, habe mich sehr gefreut und habe an euch gedacht. War sehr leibend. Mhm. Sprachpolizei ist auch da. Guten Morgen aus Herrnaues. Guten Morgen, Sprachpolizei. Und da kann ich jetzt nochmal persönlich sagen, noch einmal herzlichen Dank für deine großartigen Präsente, die du uns gebracht hast mitsamt deiner persönlichen leibenden Widmung. Die Danke. werden wir irgendwann noch präsentieren. Ich meine, ich habe es jetzt Mhm. mal Patrick gegeben, warum es handelt sich um zwei Single-Schallplatten Bravo. Ja, genau. von natürlich Novax der Kapelle. Novax Kapelle. Ja. Ich weiß nicht, Natürlich. Der Kapelle Novak, wollte ich sagen, das stimmt ja nicht, das ist die Kapelle Hermann. Novax Kapelle. Ich hab mir das dann so angeschaut, Sprachpolizei, Novax Kapelle, es hat mir schon irgendwas gesagt, ja, das gibt's. War aber da jetzt, ich hab nur gewusst, dass, ja, irgendwie kann sein. Also wirklich kennt habe ich gar nichts und gar nichts gewusst Mhm. drüber. Aber es war mir auch nicht fremd. Sagen wir so, mehr war nicht.
Na, dann haben wir eben plaudert in Herneues, eben im Martin Schlössl, wie wir gespielt haben, vergangenen, was war das? Freitag? Sonntag. 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 Das ist auch ein schöner Tag. Und der Sprachpolizei ist auch angekommen, hat uns wahnsinnig gefreut und hat uns eben 2 Singles mitgebracht von Novaks Kapelle und eine wirklich sehr leibende Widmung. Und, und dann habe ich halt nachher gesagt, so, jetzt muss ich mal schauen, weil der Patrick hat jetzt die Singles, weil natürlich ja er einen Plattenspieler Natürlich. hat. Jetzt habe ich gesagt, Ja. ich muss jetzt noch nachschauen, ein bisschen im Internet oder halt Spotify oder YouTube, Novaks Kapelle. Na, mörderisch, mörderisch, mörderisch leibert. Ich muss jetzt sagen, es ist jetzt echt nicht so meine Musik in dem Sinn. Also, das ist so, es ist schwierig zum sagen. Mir taugt das voll. Ich tät mir es jetzt nicht, weiß nicht, aber es ist, ja, wer es kennt, weiß oder sonst kann man ja nachschauen. Ähm, Man findet einige Sachen auf YouTube ja, man findet genug. vom Novaks. Man findet Und, genug Sachen. und Ja, vor allem ja. auch Geschichten. Weltklasse. Der Ja. Teix hat irgendeine Geschichte erzählt und ich habe mir gedacht, super. Also es war jetzt echt wüde Hund und ich habe mir das dann echt gedacht, also das muss ich jetzt aber ehrlich sagen, das ist jetzt kein Honig ums Maul schmieren, weil ich mit Patrick darüber plaudert am Montag. Ja. Ich habe mir das echt gedacht, wie man da ein paar Sachen angehört habe. Ich dachte, ja, ist jetzt wirklich, es ist nicht, ich bin nicht dieser Nein, es ist überhaupt Rockmensch. Ja. Es ist nicht so Ist auch meine nicht meine Musik. Musik, überhaupt nicht. Aber ich habe mir das Gut. angeschaut und habe mir gedacht, bis Depper, die kennen was. Also der Schlagzeuger, Ja. der Der Herr arbeitet- Novak, ja, also das ist jetzt kein dahergerennter Wirbelmacher. Man dachte, der weiß, was er da tut. Eindeutig. Eindeutig. Bei den anderen habe ich jetzt das nicht so zuschauen können, aber ich meine, später ist dann Haris Troika zu euch gekommen, wie ich gelernt habe, dank Raffi und 1977. Patrick hat sich Und der Harry informiert. dazu gekommen, ja. Ja, ein bisschen was informiert gleich über Ja, die Kapelle. ja. Aber ich habe mir das dann, also Gitarre, Bass, ich habe mir gedacht, bis deppert, nein, die kennen wir. Also das ist jetzt nicht nur ein wilder Haufen, wie man sich heute oft vorstellt. Da sind ein paar, die einfach zu viel ins Glas schauen oder in andere Substanzen in Berührung kommen und dann halt da einen Wirbel machen. Ich habe gedacht, nein, da steckt echt dahinter. Also Chapeau, was das Musikalische betrifft und doppeltes Chapeau, was es für wilde Hund hat. Das ist echt leibend. Also das hat mir wirklich gefallen. Und ich habe gesagt, die Worts fürchte ich, so wie ich es gesehen habe, qualitativ war das internationales Niveau. Aber oberster Ebene. Oberste Ebene. Und wahrscheinlich falsche Zeit oder falscher Ort, besser gesagt, Österreich. So haben wir das dann Das war ein falscher Ort damals und einfach zu früh, glaube ich. Ein bisschen. Ein bisschen zu früh. Zu früh, weiß ich nicht. In Österreich. Am Ja, falschen nein, in Ort Österreich, ja. Nein, Österreich war das. Aber das war hat echt was. Also, Chapeau, Sprachpolizei, Weltklasse. Wissen wir ja, der Wahler. Jetzt wissen wir, jetzt kennen wir uns ja aus. Und Ja. danke nochmal für deinen Besuch. Und mir das auch nicht taugt, wie ich so gesehen habe, bei den Videos, wo der schlanke Sprachpolizei mit der Hosen halbert unterm Hintern auf der Bühne sich herumregelt, die Frauen auszucken und so weiter. Und da habe ich gedacht, schau, und jetzt sitzt er da und wünscht sich mit einem Tränchen in den Augen, wenn's Messing schön glanzt. Ein Werner-Lied Deluxe. Gell? Das Das eine schließt das Wahnsinn, andere super. nicht aus, wie ich Nein. immer sage. Ja. Das ist ja meine Meinung dazu. Ja. Das ist ja das Schöne, finde ich immer. Ja. Ja, absolut Ja. leibend. Also war ein ganz großartige Erkenntnis. Wie gesagt, also Novaks Kapelle ist dann wirklich lang vor meiner Zeit. Ich bin 75er Jahrgang, der Patrick 77er. Und Da ist der Harry Stoiker gerade dazu gekommen, ist wie wir das schon der gelernt haben Stoiker vorher. Nicht? Ja, Ja. bin ich gerade auf die Welt gekommen. Ne? genau. Und das natürlich, aber das ist, finde ich, eine wunderschöne Geschichte, wenn wir eben jetzt über die Musik, in dem Fall über das Wienerlied, zusammenkommen und sozusagen diesen Brückenschlag persönlich schaffen. Ne? Dass man Ja, ja, auf genau. einmal zusammensitzt, was trinkt, plaudert miteinander, über die Musik reden. Also ganz toll. Ich habe eine Riesenfreude Noch gehabt dazu? damit. Ja, ja. Also der Wahler, wie wir wissen, in der Zwischenzeit eigentlich im Flamenco beheimatet ist, als Gitarrist und auch als Gitarrenbauer. Im Gitarrenbau. Unterhalten mit dem sehr nett, also Gitarre sie auch schon selber oder der Flamenco getan. Ja. So. Also ein
rundum gebildeter und interessierter Mensch. Und ich mag Ja. so Leute einfach. Weißt? Absolut, Das gefällt absolut. mir. Das gefällt mir, weißt. Absolut. Und ich habe mir gedacht, was bin ich für ein Banause, nicht? Jetzt habe ich gekriegt, von quasi einer Berühmtheit, habe ich gekriegt, wird das Kassen also zum Seitenwechsel sozusagen, so ein Gerät zum Seitenwechseln, ist ja wurscht. Das war das erste Geschenk für ihn. Und dann so Die blau. Stimmkurbel oder was? Diese Die elektrische automatische? Stimmwirbelkurbel, was wie man dazu sagt. Und und die Banause, nicht? Ja, danke, und hin und her. Dabei habe ich ja da was in der Hand von einem Gitarrenbauer, von einem Flamenco-Gitarristen und eben den berühmten Waller. Wenn man nicht so eine Banause ist wie ich, aber auf jeden Fall Weltklasse. Weltklasse. Er schreibt eh schon, Stringwinder. Ja. Stringwinder, naja gut, so weit bin ich nicht gekommen. Gedanklich. Ja. Der Wolfgang schreibt noch, schönen Gruß von der Nathalie Rehberger, war ein schöner Abend am Mittwoch, das glaube ich. Das glaube ich wirklich. Das ist die Bildung sicher. Das von ist der ganz Mega und sicher. das gezeigt, ja. Der Roland Sperk ist da, grüß dich gut, guten Morgen, habe die Ehre. Georg Scheurer Morgen. ist da, jawohl. Harald Turner, ein Kaffeetrinker, einen schönen guten Morgen, jawohl. Markus Schlögl, morgen, grüß dich gut. Markus Schlegel, jetzt muss er mal Schnackerl gekriegt haben, Ja, weil ich habe aus irgendeinem Grund aus irgendeinem Grund bin ich mit dem Thema Brotbacken im Internet kurz konfrontiert gewesen. So. Genau, im Zusammenhang mit einem Touchofen, also auf offenem Feuer sozusagen mit diesem gusseisernen Ding. Hat einer Brot gebacken und so. Und hat er 10 Tage gemacht und hat er so Gerät irgendwie, das er probiert hat mit verschiedenen Mehlsorten und so weiter. Und da ist mir natürlich sofort, da ist mir der Markus eingefallen. Ich habe mir gedacht, jetzt stell mir vor, wie der Markus steht in Steyr, in Enns, Steyr. in Steyr, in Enns waren wir, so, in Steyr, wir da in Tag gemacht. Du musst Schnackerlstessen gekriegt haben. Muss man dazu sagen, weil ich jetzt nicht weiß, der Markus ist ein erklärter Beck. Ja. Felix Lucan ist da von der Wieden. Jawohl. Wie war die Radeltour, fragt der Felix. Wahrscheinlich im Patrick, weil mich kann es nicht fragen. Geht mir ein Traumwetter gestern. Es ist doch ein bisschen länger geworden, es sind dann über 80 Kilometer, und ich habe dann ganz schlanker gemacht noch. Aber sehr, sehr schön. Mache ich öfters jetzt da wieder. Ja. Ja, Du hast mir ein Foto geschickt. Sag, Die Zeit muss ich- Radeltour. war super. Echt super. Ja. Nach Hohenau an die Mark gefahren, dann über Schrattenberg, dann nach Boisdorf noch und von Boisdorf noch über den Wald, über Glahabersdorf nach Mistelbach. Ja, wunderschön. Bis War da knapp ein über Wirt da 80 dabei Kilometer. oder bist du nur Ich bin weggefahren nur und wieder dazwischen, ich bin in Mistelbach und habe ich eine Labestation eingeschoben, eine zweite. Die erste ist das Foto, was du gehabt hast, da, was auch auf Facebook ersichtlich ist, das Foto, wie ich mit Pfirsich, Banane, Apfel und Wasser mich labe. Und das letzte in Mistelbach, da habe ich ja nur mehr dann 4 Kilometer nach Eiwestal, bin ich beim Griechen, beim Nosterstiebel und haben wir ein Krügerl Schladminger genehmigt. Jawohl. Wie schon quasi zum Abschluss. Da haben wir wieder Wirt bei uns so zu in Eiwestal gehabt gestern, Feiertag. Ja, bin ich in Mistelbach am Hauptplatz noch stehen geblieben, haben wir noch mirrlich Ja, ein gut. Bierli ein genehmigt. isotonisches Getränk. Genau, Ja. genau, super. Ja. Ich habe nicht das gemacht, was man am Tag der Arbeit macht. Ich habe gearbeitet. Ich habe gearbeitet. Holz geschnitten und so weiter. Und mein Nachbar ist mit seiner Maschine ausgefahren. Und ich gedacht, wow, super, schau. Der kann mit dem Motorrad fahren. Ich meine, ich könnte da, aber Ja, nein, wirklich Naja. wahr. Naja, mir sind gestern viele Motorräder begegnet. Ja, Da waren klar. etliche Ausflüge in Boisdorf, auch das berühmte bei der Marienpfarr, bei der Kirche des Treffen der Harley-Fahrer. Da haben wir gestern natürlich, weiß ich nicht, 70, 80 Harleys begegnet. aber ich habe. Jo. Ja klar, bei dem wieder. Da in der buckligen Welt, was glaubst du? Da sind die Motorradl unterwegs. Wie die fliegen. Aber bei mir war auch, ich muss schauen, ob ich das einspülen kann. Ich hatte ja, wie geht denn das? Fix. Ich hatte ja natürlich, wie es sich so gehört, am Land Besuch. Fix. Na, warte, ich krieg das Ja, nicht hast du rein. das schon, nicht? Nein, das geht Okay. da technisch nicht.
Ich möchte ja nicht verraten, was drauf ist. Nicht? Drum verhalte ich mich jetzt stille. Ja, wieso geht das nicht? Aber warte, ich muss da kurz umbauen. Ich muss kurz umbauen. Warte mal, ich habe nur die Fotos da dann kann ich es vielleicht einspülen. Pass auf. Gleich haben wir's. Na gleich, es kann nicht lang Na dauern. gleich, das ist ein Ding, ja. Das ist halt ein, soll ich ein Video auch sagen? Na, Nein, nicht erst bei für. uns waren ja auch die Mai-Feierlichkeiten, bei uns waren sie bereits am 30., am Mittwoch, nicht mit dem Aufstehen vom Maibaum, im Urt. Patrick, erzähl weiter. Ich bin da am. Und warte, ja, das stockt alles bei mir. Jetzt habe ich gar nichts mehr gehört, jetzt sehe ich ja nichts mehr von dir. Aber ich sprich einmal weiter. Der Klaus bewegt Bitte. sich nicht mehr. Ja, nein, ich bewege mich mal. Vielleicht bin ich einfach nur ruhig gestanden. Hört er mich? Hört er mich? Jetzt bewegt sich der Patrick nicht mehr. Na bravo. Das haben wir jetzt davon. Von meiner Umtourerei. Hallo, ich höre bereits wieder. Ah ja, bist du da? Du, pass auf, Scheer, Ich bin da. Ja, ich hab schon bitte. vorbereitet. Erstens einmal, weil ich es gerade jetzt bei der Hand gehabt habe, möchte euch nicht vorenthalten, ist halt jetzt für die Podcast-Zuhörer ist jetzt auch blöd, weil es halt Bödeln sind, aber ja, ich kann ja dann vielleicht noch ein Video einspielen, schauen. Aber zuerst einmal nur, dass du wisst, mit welcher Kaffeestation ich da agiere. Ist das groß? Kleiner machen, schau her. Was sagt's? Da, der Siebträger. Jawohl. Dann, wie heißt Große das, der Freude habe Tamper ich da? auch. Wie heißt das links unten? Der Temper. Temper Temper. heißt es. Der Temper. Dann daneben der Kiwi, das was ausschaut wie ein Sektkiwi. Der ist zum Ausschäbern vom Sieb, nicht, dass man das da geordnet über einen Gummiring. Dann bitte ganz rechts diese Kaffeemühle, die ist alt, haben wir jetzt festgestellt, 30 Jahre. Gute 30 Beinahe, Jahre. ja. Ja. Die haben wir damals gehört, die lebt immer noch. Der lebt immer. Der Also nur, 25, sagen wir, wenn wir ehrlich sind. Nicht? Weil, ne, warte glaub ich, mal, war ich 30, noch. warte mal. 30er spielen wir zusammen, 31. Ja, ja. Ach Und so, du ja, hast die, stimmt. also muss so zwischen 25 und Ja, 30, das kommt ja, hin, ja. genau, So in da der hast du Zeit, ja. recht. Da hast du recht. Mhm, Da hast du mhm. recht. Da möchte ich den Beweis Also anlegen. Ja, nein, ein Vierteljahrhundert ist sie sicher alt, ja. ja, auf jeden Fall. Mhm. Funktioniert immer noch. Da ist noch Qualität. Dann habe ich da, nur das seht, dass ich was gearbeitet habe. Das möchte ich schon. Tag der Arbeit, na geh. Das ist auch schon wieder so groß. Erst. Ist ja groß, schön, da sieht man wenigstens die Arbeit. Ja, ne? da Wie sieht viel man das ist. gar nichts. So, Was das Kleine jetzt. machst. Links mein großartiger Carello, übrigens auch Sprachpolizei mittlerweile, wie wir draufgekommen sind, im Besitz Ja. von so einem Carello. Ja, und da haben wir das ganze Holz da. Ich meine, das sind 3 Reihen, muss ich jetzt dazu sagen. Nicht, dass ihr glaubt, das ist eine Eckerl, habe ich angefüllt. Das sind schon 3 Reihen. Das sind brav. ungefähr Brav, 3 Meter. 3 Meter Holz sind da drinnen. Ja, das. Und dann wurde Sehr ich eben. brav, Rainer. Ja, gell? Und das Bild wollte ich jetzt da sagen. Dann wurde ich besucht vom, vom Musikverein Bad Schönau. Schau, und haben wir ein Maiständchen gespielt. Mir da in meiner Klause. Also das ist, jetzt seht ihr einmal die Seiten von der Straße oben. weil Das meistens ist kennt ihr nur den Blick von der wunderschön. Terrasse. Da muss ich Gell? sofort die Daumen hochhalten. Ja, das gefällt mir. So. Das gefällt mir wirklich. Ja. So, das wollte ich jetzt nur dass seht, was los ist. Das seht, was los ist. Und wie gesagt, Tag der Arbeit, ich habe gearbeitet und die Musikanten ja auch, die tatsächlich ist es so, ich habe das dann so erfragt. Die haben gesagt, die gehen wirklich also zu jedem einzelnen Bürger, also nicht zu jedem einzelnen Haushalt in der Gemeinde, wobei auf 2 Jahre aufteilt. Einmal, also letztes Jahr und nächstes Jahr wird es so sein, aber letztes Jahr waren es in der im Ort selber, also in Bad Schönau, in der Stadt, wenn man so will. Und im Jahr drauf sind sie immer im Gemeindegebiet. Und da waren sie bei mir auch. Ja, doch, Und das war natürlich das grandios. ist nämlich gar nicht so wenig bei euch, weil das auch so sehr zerspragelt, sehr weit. Das ist, da muss man überall hinfahren und so. Also das, Ja. Aber wir sind nicht Du, viel das- dafür. das geht schon eine. Trotzdem. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und mein erster Gedanke war natürlich, Jesus, na, so viel Schnaps habe ich nicht. Da haben sie gesagt, Gott sei Dank. Dann habe ich gesagt, na, will wer einen Schnaps? Und die meisten haben abgewunken, also alle haben abgewunken, aber ich habe es auch gesehen bei ein paar, die haben halt,
höflicherweise. Die haben halt Nein gesagt aus Höflichkeit. Ja, genau. Das habe ich genau gemerkt. Und nachdem sie aber dann schon weitergefahren sind, habe ich es nicht aufhalten, auch nicht können. Naja, und ja, so war das. Ich habe mich sehr gefreut. Patrick Da hat werden ja sie wieder geredet haben. Musikerkollegin natürlich, Ja. ist eh klar. und wir haben schon gespielt Notig gemeinsam ist mit er. einer. Notig ist er. Ja. 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 Mhm. Naja, man, ein Gerstl ist schon umgewachsen lassen. Das ist ja Letztes kein Jahr Thema. haben wir gespielt gemeinsam. Ja, ja. Ja, ja. Und Das war bei mir nicht der Fall gestern. Gut, vielleicht waren die bei mir doch unterwegs auch. Nein, die waren nicht. Ich bin erst um 3:45 weggefahren. Nein, da war nichts bei uns. Naja, 3:45, bei mir waren es auch nicht. Bei mir waren es einmal 11. Sowas. Na, da sag ich drum, ich war ja nicht daheim, auch, ich war ja vor da. Weißt du, das ist- Naja, mein Gott. So, was haben wir da? Und der Andi Müller ist da. MK hat noch geschrieben, Polizei für Hochdeutsch. Wahrscheinlich Sprachpolizei. Andi Müller, grüß dich Gott. Schön, dass du dabei bist. Guten Morgen. Thomas Mayer ist da. Ich bin heute leider nicht sehr aufmerksam. Kämpfe mit der Bank um die Funktion meines Buschtan. Ja, mit der Bank. Na, da wünschen wir da alles Ja, Gute. das ist ja. Es sind immer Kämpfe. Mit den Banken sind immer Kämpfe. Der Georg Scheurer meint, da bist du knapp bei meinem Enkel Jonas in Falkenstein vorbeigefahren. Ja, Falkenstein ist knapp daneben, bin ich diesmal nicht gefahren. Ja, aber genau, bin ich schon öfters gefahren. Eine wunderschöne Tour. auch. Ja. Susanne Moser lobt mich, ich danke herzlichst. Sehr fleißig war es, Klausi. Der Harald Turner sagt, die gemachte Arbeit sieht man schon, aber wo bist du? Naja, hinter der Kamera. Das ist ja das, ja. Jetzt muss die Holzhackerburm spielen. Ja, stimmt. Ja, guten Morgen, Onkel Ramirez. Jawohl, Onkel Ramirez. Am Land- Der Wolfgang meint, am Land werden Traditionen hochgehalten. In Bad Ischl erlebt man sowas häufiger. Ja, es ist ja so, mittlerweile, das ist ja ein spannendes Thema, finde ich. Dieser Unterschied Stadt und Land ist natürlich schon gewaltig, Ja, ja. aber es ist auch jetzt am Land sehr unterschiedlich. Also ich weiß in Neunkirchen, wo ich quasi mit aufgewachsen bin, also ich sage Wien und Neunkirchen, ne, in der Stadt, da waren wir schon in der Stadt Also- Neunkirchen. Wobei Neunkirchen ist ja Stadt eigentlich schon. Ja, Das ist ja. eine Stadt, eine Bezirkshauptstadt sogar. Ja. Bezirkshauptstadt. Ja, ja. Und da war es ja so, mein Großvater war ja ein honoriger Herr, nicht? Weil der hat ja da viel gemacht. Früher war Unternehmer, hat eine Fabrik gehabt, also eine Fabrik, ja, so eine Werkstatt, Maschinenbaufabrik, sagen wir so. Maschinenbauer. Genau, das war Genau. eigentlich ein Honoratior, sagt man das so? Honorator? Nein. Ein Honorator klingt gut, aber. Honoratiorin ist mehr so Honoratior. Das ist ja wurscht. Also, Ja. Die Sprachpolizei Ehrenperson. wird sich gleich melden. Wird sich gleich melden. Und natürlich, da sind sie gekommen am 1. Mai blasen. Nur war es ja so, dass mein Großvater, was die Enkel und so betroffen hat, überaus großzügig war und freigebig, aber grundsätzlich eher nicht so. Ja. Und das war Sagen wir so ein sparsamer Mensch. Spaß, schön gesagt, ja. Und da war es eher so, wenn die Musik gekommen ist, hat er immer versucht, uns klarzumachen, dass die Fenster zu bleiben und die Jalousien unten bleiben, weil sonst muss er was zahlen. Nicht? Natürlich haben wir als Furchtbar. Kinder, wir haben uns die Musik gegeben. Nicht? Und Natürlich. die waren schon unterwegs, ganz stark. Und mein Neffe ist dann später als kleines Kind, ist er mitgegangen als Trommelhund, hat man gesagt. Da hat er die große Trommel hat er gezogen. Nicht? Kinderarbeit vom Feinsten. Nicht? Manche machen das mit einem Esel zum Beispiel, nicht? Wo der Esel die Trommel Ja, zieht. gibt's auch, nicht? ja. Der arme Gesen, der hat selber zahlen müssen. Das war, und da Der war, Arm, da war Arm. ja, da das Also warum der Ferien nicht mitspielt bei sowas. ja, genau. Ja, ja das so. Und dann später hat er ja Flügelhorn gespielt und dann ist er mitgegangen und da kann ich mich da erinnern, wie er da mal am 1 heimgekommen ist vom Mailüfterlblasen, heißt das in den Kirchen. Und da ist er heimgekommen und ich war bei meinen Brüdern, also wir alle waren grün oder irgendwas bei meinen Brüdern. Irgendwann ist er Ich heimgekommen ahne. mit der Uniform, ahne. klassisch, das Kapperl schief. Die Trompeten ist so runtergehängt, also auf einer Kordel aufgehängt. Und ist wirklich eine, also er hat gerade noch ein Grüß euch zusammengebracht und dann hat ihm die Mutter schon ins Bett gesteckt. Das war Ja, wenn schon die Alten den jungen Buben so anfühlen. ja. Aber auf jeden Fall ist es, Besten.
ist es dort nicht mehr so. Also es wird eigentlich nicht mehr gespielt mittlerweile. Vielleicht nur mehr ganz wenig oder irgendwo in Wirtshäusern. Aber nicht mehr so eben Ding. Und es war vor, ich sage jetzt mal 15 Jahren herum, hat es einen Zwischenfall gegeben, wo ein Auto in die Kabine reingefahren ist. Und seitdem haben sie es dann kleinere Partien gemacht und so weiter. Also auf jeden Fall gibt es in Neunkirchen nicht mehr, wo man meinen könnte, nicht am Schade. Land. Schade, Das ist schade. sehr schade. Sehr schade. Nur das Bezirkshauptstadt man doch, dass das dort schon noch gibt, vielleicht. Ne? Ja. Und das immer so, vor allem über Jahrzehnte, Tradition war, ne? Ja. Schade. Finde ich auch. Und das ist eben jetzt, das ist schon interessant, so am Land, im Vergleich zur Stadt ist am Land immer ein bisschen mehr Tradition. Aber es ist nicht so, dass am Land grundsätzlich Tradition hochgehalten wird. Es fällt dann nur auf, wenn man aus der Stadt kommt, glaube ich. Ja, es fallen am Wahrscheinlich Land ja. auch die Traditionen ganz gewaltig. Ja. Es Muss wird, man es echt wird sagen. weniger, ja, aber es wird, wobei ich sagen muss, bei mir, da wo ich daheim bin, ist schon noch alles da. Also alle möglichen Dinge. Wie am Pfingstsonntag ist Pfingsten das Aufspielen, auch am Palmsonntag die Prozession zum Beispiel auch mit Musik vor der Kirche beim Wirten und so weiter. Also es sind viele Sachen, die wirklich noch da sind. Ne? Ja, ja. Ja, aber ich glaube, dass es jetzt wieder mehr wird. Und mehr wird eher am Land als Es in der ist Stadt. durch das Corona-Geschichte sind gewisse Sachen wirklich mehr geworden. Eben man Heurige gibt es nicht mehr jetzt da, aber viel von den Weinkellern, die da sind, im Ort, sind alle hergerichtet worden in diesen Jahren da 2020, 21, 22, 23. Und das ist schon, weil da sind viele Junge jetzt, die den Weinkeller vom Großvater, vom Vater wieder hergerichtet haben. Ja, und die treffen sich auch wieder dort. So wie man es Das ist sehr kennt aus leibend. manchen Filmen. Ne? Ja, ja. Sitzen jetzt die Jungen vom Weinkeller oder im Ja, Weinkeller, ja. Das ist ganz interessant zu beobachten, ja. absolut. Aber ich merke, ich habe letztens einen getroffen. Und zwar, den haben wir gemeinsam getroffen mit dem Ecker Hansi beim Binderbäder, wie wir dann quasi unseren Stammtisch gehabt haben. Ein Stammtisch, ja, genau. von den, Letzte von Woche, den ja. Komponisten und Textern. Und da war ein junger Bursch da, von Wiener, also ein Musiker, von Wiener Lied jetzt an sich keine Ahnung, aber eigentlich spielt er Wiener Lieder oder vermehrt. Und dann hat er so Er gesagt, wächst nein, gerade ein in das er wächst Ganze, wie gerade den rein, Eindruck ja. nämlich so gehabt, immer geredet habe. Ja. Er kennt sich da wirklich noch gar nicht aus und so. Aber wirklich jung, also was wird der gewesen sein? 25 maximal, oder? Mitte 20 sowas muss Ja. war, ja. Ist er, sagen wir, ist er. Ja, ist Er er. lebt, ja. Er lebt Ja. noch, er lebt noch. Und da hat er ihm so gesagt, nein, jetzt, mit einem Freund haben sie irgendwie sich überlegt, weiß nicht, was machen wir da? Und haben gesagt, irgendwie finde ich Wienerlieder eigentlich leibend. Machen wir ein paar Wienerlieder. Also das finde ich super. Ich meine, wer kommt in dem Alter auf die Idee, außer jetzt uns zwei, damals im 94er Jahr, Ja. also ein bisschen früher, wie wir früher angefangen haben, aber wer kommt da so auf die Idee zu sagen, hey, ich finde das leibend, irgendwie diese Wienerlieder, die sprechen mir an. Und das hat man schon, haben wir schon gedacht, na, das gibt mir jetzt irgendwie Hoffnung. Ja? Wobei ein gutes Beispiel ist auch der Andi. Der ist nämlich auch da. Den habe ich jetzt nämlich gerade gesehen. Andi Müller, ja. Andi Die Müller zwei nämlich, ja. Reblauser, die zwei Der fährt Reblauser. jetzt in 40er heuer, nicht? Und das ist auch Ja. dabei. Ja. Interessant. Und gut, leibend, weißt du? Dass da was weiter gut, dass Ich sich da find, was bewegt. ja, Ich ja, find das also, gut. also ich verorte sozusagen. Ich nehme wahr, diese Tendenz, dass das schon für Junge nicht unbedingt jetzt Traditionen übernehmen wollen, ja, aber zumindest wieder beleben wollen. Also nicht nur Genau. erhalten, also beleben im Sinne von erhalten, sondern wirklich das viele sagen, das finde ich leibend, das machen wir auf unsere Art. Das finde ich leibend. Das finde ich leibend. Was haben wir da noch? Im Chat, Felix Luckermann, wo zitierst du in Wien, wenn du nicht in der Klause bist? Das Häuschen meiner geliebten Frau ist in Floridsdorf. Die Grenze von Donaufeld zu Leopoldau. Dort residiere ich. Susanne Faber ist Genau auch an der dort. Grenze eigentlich. Genau, Ja, an der Im Grenzgebiet. Georg Scheurer, was macht sie heute noch? Ne, wir spielen heute noch. Wir müssen heute noch spielen, privat, wie wir jetzt schon festgestellt haben.
Ja. Schau, die Mege ist da. Kurz haben wir von dir geredet, Mege. Danke für deine Fotos Servus. vom Treffen in Mödling. Fahr heute Abend zurück nach München. Heimwärts geht's. Jawohl. Gute Reise. Gute Reise, liebe Maggie. Gute Reise. Der Markus Schlögl sagt was Richtiges. Es liegt immer an den Vereinen und Menschen, die so etwas hochhalten. Das ist einmal ganz klar. Aber du hast schon Ja. recht, also diese Vereine sind natürlich üppig und Vereinswesen gibt es zwar natürlich wahnsinnig viel in Wien, aber diese richtig belebten Vereine, aktiven Vereine, die sind eher am Land daheim. Ja? Ja. Die wirklich was tun, ja, genau. Weil man darf ja nicht Es gibt ja vergessen, auch extrem die viel Freiwillige Feuerwehr. Theaterspielvereine bei uns und so weiter. Recht rege und die sind und gut. Also das ist ja, der Anführungszeichen Laien Hobbytheater, weil das ja lauter Hobbyschauspieler sind, aber die machen das zum Teil schon Jahrzehnte und die Jungen auch schon Jahre. Und die organisieren sich immer wieder wirkliche Regisseure, also das wird wirklich gemacht und das ist gut, was die machen. Also das ist nicht nur so ein Larifari, wie man so sagt. Ja. Ne? Ich meine, Zum aber Beispiel, auch, ne? selbst wenn, nicht? Ist ja wurscht, wenn der frei Ja, ja. kann, nicht passt es. Aber du hast, wie gesagt, die Ja, ja. Freiwillige Feuerwehr ist ja auch ein Verein. Na, nicht? nicht zu vergessen. Dann hast du die Landjugend, dann die katholische Jugend, dann hast du die, was gibt es nicht, Pfadfinder, gut, haben wir da einen Kirchschlag. Was sind das so die Vereine? Der Dorfverschönerungsverein zum Verschönerungsverein, ja, Beispiel. genau. Gibt es auch, glaube ich, überall. Dann haben wir Dann gibt es bei uns Jägerrunden bei uns und so, Ja. alles von der Jagd. Das ist, Kameradschaftsbund ist bei uns sehr stark noch im Weihviertel da in der Ja, Gegend. ja, den gibt es vertreten. da auch noch, ist nicht stark. Die oder? viel Sachen organisieren, Ja. was nicht direkt was zu tun hat, aber trotzdem mit Rat und Tat immer zur Seite sind und zur Stelle sind, wenn man was braucht. Ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht, was ich brauche vom Kameradschaftsbund, aber Na, aber die sind zum Beispiel, wenn es darum geht, es ist ein Radwettbewerb oder ein Radwandertag und das wir ausschenkt oder so, ach so, sind die auch so. dabei. Ja. Also, Ja, ja, und so ja. Sachen auch, aber das ist so, Ja, ja. bei Arbeit alles so ein bisschen zusammen, weißt Ja. und Gedanken aufstehen oder was die Feuerwehr, ne? Da macht der Verschönerungsverein mit. Manchmal gibt es natürlich Diskussionen und Streitereien. Ah, das gehört dazu, da menschelt es natürlich, wo Menschen sind. Aber im Prinzip ist das Vereinsleben, dass das schon zusammenarbeitet alles ein bisschen. Ja. Muss ich ehrlich sagen, ja. Ja, ja, eben, ich glaube, das ist am Land wie und die, was ich bei uns dann gibt es die Jungbäuerinnen zum Beispiel oder auch was war der Musikverein natürlich und das alles. Also es ist schon so, dass du am Land, glaube ich, einfach mit Vereinen anders aufwächst als in der Stadt. In der Stadt ist es so eine Freiwilligkeit, ich meine da auch, aber man wächst irgendwie Ja, ja. eine, weil es gibt fast niemanden, der nicht bei irgendeinem Verein ist. Also selbst ich jetzt als einer, der da gar nicht ist, bin zumindest, wie heißt das da, unterstützendes Mitglied oder wie das heißt von der Feuerwehr. Ne? Du bist Ja, eigentlich selbstverständlich. Also automatisch bist du es nicht, das ist nur, wenn du zahlst. Nicht? Aber nachdem ich zahle, bin ich auch nicht. Und also du wachst da anders auf und da hat es, glaube ich, dann schon diese anderen Effekte, dass natürlich die Leute das auch gewohnt sind, dass sie zusammenkommen. Und bei einem Verein hast du natürlich auch eine Sache, egal bei welchen, du hast Generationen drinnen. Nicht? Du hast mehrere Generationen Ja, und jetzt genau. ergibt sich das irgendwie. Das Verbindende dabei. Ja, es verbindet, ja. Und dann Ja. wir haben das immer so gemacht und sagst, das ist über Leibwand. Nicht? Und also das passt. Und ich glaube, im Musikverein da bei uns da, ich weiß es ja nicht, aber ich glaube schon, dass die selber dann schon eine Freude haben, wenn sie sich dann diese Uniform, das ist halt eine Ledertracht, nicht? Eine eigene Tracht, Lederhose und so weiter, der Hut und so weiter. Und jetzt haben die eine eigene Tracht, was halt dazugehören zum Musikverein. Ja. Ich glaube schon, dass die Leute damit eine Freude haben. Das muss es sein, kostet ja Geld. Auf jeden so Fall, ist es ja ganz nicht. sicher sogar. Also ich glaube schon, Und nicht wenig, ja, ja. ja, ich glaube schon, dass das ganz wesentlich ist. Was sagt der Roland Sperg? Bei uns im Weinviertel gibt es noch viel Tradition. Das Tolle ist, dass unsere Jugend diese lebt. Traditionelles Maibaum aufstellen mit der Hand, das ganze Dorf voller Maistrich und so weiter. Jawohl, bravo Roland. Das ist bei dir auch so, gell? Ich meine, bist du auch im Weinviertel? Meistrich Ja, das auch. ist toll. Hey, ich bin mit dem Radl gefahren. Hey, es sind ein bisschen weniger, aber das ist immer so, wenn es nicht viel zum Erzählen gibt, kann man keine Meistrich wo hinschreiben. Ein paar gibt es natürlich, weißt du. Wenn man die Leute kennt, ist es auch sehr lustig und so, wenn man es weiß, nicht? Was dann für der Tier steht und so am Asphalt drauf ist. Aber heuer ist ein bisschen, heuer ist mir nicht so viel aufgefallen. Gut, ich war drüben auf der anderen Seite, drüben war ich nicht noch, aber
Hauptstraßen auf und meine Gegend da war, ein paar Sachen waren ja. Ja. Aber Patrick, jetzt Oder sind eh noch. für doch viele wird man erklären müssen, was Maistrich sind. Jetzt höre ich wieder nichts. Was ist da wieder? Aber ja, hoch zu. Hoch zu. Sprachpolizei sagt gestern in Wien, heute, ORF, ein Beitrag über ein Revival der Blasmusik in Wien, pumpt wieder. Das glaube ich, ja. Das glaube Was ich. bewegt seinen Mund? Das sehe ich. Aber ja, hoch zu halt. Die Technik schlägt zu, ist Weltklasse. Aber auch nicht überall, sagt die Susanne Moser. Habe gestern keine Musik gehört, früh morgens. Letzten Jahre immer mit Musik geweckt. Dafür waren die Jungen in der Nacht sehr laut bei ihren Mai-Strichziehen. Ja, spielt mir am Montag zwei Lieder. Dienstag muss ich zum Zahnarzt. Wieder Zahn gezogen, Susanne Faber. Ne, ja. Wir spielen immer mehr Lieder. Naja, Patrick, dann steig aus und mach nicht. Heute aus ist so, bevor das schaut. Ne? Bevor er da schaut. Am 30.04. kurz vor Mitternacht, sagt der Wolfgang. Was war da? Gut, in Tirol ist die Schützen, das stimmt. Also da geht es ja dann noch mehr weiter. Ja. Zwei Reblasen mit Harry Matzl habe ich neulich in Nussdorf erlebt, sagt die Maggie, jawohl, ein ganz lieber Leid. Und wir haben uns sehr gefreut, wie sie uns besucht haben beim Lentner Karli. Bei der Ausschank bin ich auch immer dabei, aber auf der anderen Seite von der Pudel. Bravo Onkel Ramirez, und da täten wir uns treffen. Habe auch ein paar Bilder von Novaks Kapelle herausgekramt. Einst und jetzt von Mr. Waller sind im Schur fix oder Pavlatschen-Rückblick. Weltklassiker. Ich hab noch gar nicht viel geschaut. Oh ja, ein paar Sachen weggesehen, ja. Ja. Bei unserem Modellbauverein ist auch, also es ist einfach, ich meine, wie gesagt, es gibt in Wien und in der Großstadt ja auch zahlreiche Vereine, aber ich glaube, diese wie soll ich sagen, ein natürlicher Zuzug zu Vereinen. Das ist am Land eher. Das ist in der Stadt halt nicht der Weg. Du kannst ganz gut auskommen, ohne dass du bei einem Verein Mitglied bist. Du kannst bei wahnsinnig vielen Vereinen mitmachen, ohne dass du Mitglied sein musst. Kannst am Land theoretisch auch, nur wenn du jetzt am Land aufwachst, dann sind ja alle, du bist in der Schule, sind alle deine Freunde, jeder ist irgendwo dabei. Das heißt, das ist nicht so diese Vereinsmeierei, sondern das ist irgendwie eine natürliche Ordnung am Land, möchte ich fast sagen. Ja. Die Sprachpolizei sagt, in der Oststeiermark, in Wörth an der Lafnitz, haben wir sogar einen Eisstockschützenverein, obwohl es am Dorfteich seit Jahren kein Eis mehr gibt. Also, es wird auf Asphalt gespielt, ja. Ich wollte gerade sagen, es kann man ja auf Asphalt auch spielen, aber das ist natürlich leibend. Jawohl. Der Onkel Ramirez, ich bin kein Vereinsmeier. Alles ohne Gruppendynamik bereitet mir eher Wohlbehagen. Das stimmt. Also stimmt, wollte ich damit sagen, das ist bei mir genauer so. Aber der Patrick probiert es wieder. Und ist er da? Ja oder nein? Hört er mich? Nein, hört mich nicht. Sonst hätte er schon was gesagt. Jawohl. Oh ja, hört schon. Es geht. Ein kompletter Neustart. So, Jawohl. bin wieder da. Ausgezeichnet. Bin gerade bei Onkel Ramirez, kein Vereinsmeier. Ich bin schon Okay. bei dem einen oder anderen Verein Mitglied. Die meisten beruflich. Also so wie gut, AKM ist kein Das ist Verein, klar. sondern eine Genossenschaft, aber ja, als Komponist bist du, das ist ja fast schon vergleichbar mit einer Gewerkschaft vielleicht, ja. Ansonsten privat, ich bin tatsächlich bei ganz wenig, also ja, ganz wenig. Und da bin ich aktiv unterstütze oder Ja, aber ich muss das allein schon ehrlich aus sagen, bei mir. Zeitgründen. Bei mir, ich bin für fast keinen Verein dabei, aber bei vielen unterstützend tätig, wenn man was braucht, sei es finanzieller Natur oder auch mit Tat, Kraft und Arbeitskraft und Arbeitswillen immer da natürlich, ja, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja, definitiv. Aber so aktiv in einem Verein bin ich nicht, das liegt aber auch vielleicht an unserem Beruf, den wir zwar haben. Also das Vereinsleben ja zum Großteil natürlich in der Zeit stattfindet, wann wir Musik machen, Ja. wir unserem Beruf nachgehen eigentlich.
Das hängt sicher damit auch ein bisschen zusammen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Das sicher, aber bei mir definitiv, weil ich einfach auch wirklich kein Vereinsmeier bin. Also Das kommt noch die dazu. paar Bei mir Vereine, auch. die Ja. Vereinigungen, wo ich halt dabei bin, die sind erstens sehr klein und das meiste ist dann nur aus meiner Jugend auch. Aber ja, ich habe da keine, also ich bin auch mit diese Gruppengeschichten, das ist nicht so meine Welt. Da verstehe ich in Onkel viel. Ossi Oswald ist da. Einen recht schönen Morgen Servus. guten Morgen aus Vorarlberg. Jawohl. Beim Lentnerkadel sah es zunächst aus wie ein Doppelpark, sagt die Maggie Pemberton. Was die Reblauser. Oder mit uns meinst du, dass wir gemeinsam spielen. Mein Enkel ist bei der Feuerwehr und wie er abgeholt wurde, hatte er die Feuerwehruniform an. Was, Georg Scheurer? Mein Enkel ist bei der Feuerwehr. Wie er abgeholt wurde, hatte er die Feuerwehruniform an. Aber in welchem Zusammenhang meinst du das jetzt? Das weiß ich jetzt auch nicht. Georg, da bin ich mal sehr gut in Entziffern und Herausfinden. Schau, Sprachpolizei. Sprachpolizei, das muss ich hervorheben. Der einzige Verein, wo ich dabei bin, sind die 16er Buben. Jawohl. Jawohl. Ist ja der einzige Verein, der einen Polier hat, den Herrn Präsidenten, aber eigentlich noch immer in der Luft hängt, der Verein. Gell? Ja, bitte, Herr Polier. Bitte, der Herr Polier, er hat bereits mit dem Georg auch gemeinsam Kontakt aufgenommen beim Lentner diese Woche, dass jetzt was getan wird, nämlich. Ja. Habe ich vernommen. Weil die Maggie hat auch schon hingewiesen, die Marie-Louise möchte auch in die WhatsApp-Fangruppe. So, Weltklasse. Auf jeden Fall Sprachpolizei taugt mir. Schau da, Ossi Oswald, mein erster Arbeitstag in Wien als Kellner. Plattenvorstellung von Hans Krankl und Kottans Kapelle. Lovro Novak, Novaks Kapelle im Lokal. Zweiter Hieb. Weltklasse, Ossi. Großartig. Weltklasse. Ja, Die Welt ist ein Dorf, wie ich immer sage. Es ist so. Ja. Super. Harald Turner, das verflixte Internet. Bei Vereinen dabei sein, ja, die meiste Zeit wird ja so und so nur wo getrunken. Das stimmt natürlich, wobei ja, es sind schon viele Vereine, die, also zum Beispiel, es hat sich erstens geändert, auch mit dem Autofahren natürlich am Land. Das hat sich enorm geändert, ja. Und dann hast jetzt so, also die meisten Vereine eigentlich nicht bei uns. Es sind ja auch oft junge, also Kinder nicht, aber junge, die Jugendliche, die halt dann dort einfach gemeinsam irgendwas tun, was ich jetzt sehr leibend finde. Auch der Musikverein, also die einzigen wirklich angesoffenen, wie wir gespielt haben im Musikverein, war nur ich. Nein, die sind schon alle keine. Und bei der Feuerwehr ist es so. Das sicher so. Wir haben jetzt erst gehabt, leider bei mir da, also eine Rotte weiter, Patrick weiß, das ist Meierhöfen. Also wenn ich runterfahre nach Botschenau, komme ich durch eine weitere Rotte durch und dort war ein sehr schwerer Unfall mit einem 16-jährigen Toten mit dem Moped und alle haben sie kennt, es ist dort und natürlich die Feuerwehr, die das halt dort gemacht hat, die sind ja auch alle vom Ort, die kennen den und die kennen alle, die sowas da beteiligt waren und das ist einmal ein Beispiel, wo ich sage, das musst du mal durchstehen, auch als junger Bursch. Und dann hast du natürlich die 55er Bundesstraßen. Also wir reden jetzt nicht von den Feier, die gelöscht werden müssen. Das ist jetzt eigentlich das Kleinste. Aber die Leute rausschneiden aus einem Wrack oder die Leichenteile zusammensammeln und noch schlimmere Dinge und was es da alles gibt, das machen die. Und da denke ich mir, dann sollen sie saufen auch dürfen, wenn sie ein Festel haben. Weißt du, zum rechten Zeitpunkt, ja, genau so ist es. Ja. So ist es. Und es ist bei uns wirklich nicht so arg. Also, dass du sagst, die Feuerwehr, so wie es früher war, nicht? Dass du schon sagst, bist deppert, da musst du alles wegräumen. Wenn die mal anzahlen, dann weiß es. Das ist da nicht so wild, aber ich denke mir, nein, die haben die verdammte Pflicht, sozusagen gemeinsam die Zeit zu feiern und wenn dazu ein Rausch, als Stilmittel eingesetzt wird, dann 1000 Rosen, weil die haben echt. Die haben echt ja.
ich muss ja ganz ehrlich sagen, beim Musikverein, ich weiß das nur, bei uns ist, wenn Probe ist, wird probt und nachher wird tschechert, ja, aber auch nicht auch jeder. Weil viele Leute wieder am nächsten Tag auf, viel vor allem mit dem Auto noch wohin müssen, Kinder anholen Ja. und so weiter und so fort. Also das ist nicht so wild. Na klar, wenn es einmal schmeckt, ist es so, aber dass da nur tschechert wird, nein, ganz im Gegenteil, muss ich ehrlich sagen, ja. Ja. Auch Glaube bei ich auch, also Theatergruppen das, und Passionsspiele und so weiter und so fort, die nehmen das ernst, ja. was da machen im Verein. Ja, ja. Ich glaube sogar Nur wenn eher, dann dass Feuerwehr diese. heuriger ist und Feuerwehr Frühschoppen ist einmal noch da. Ja, Wobei, da ja. gibt es immer einen Kern, der nichts trinkt, weil es könnte in Einsatz kommen. Ja, das ist so. Ja Nicht, gut, das bei der war vor Feuerwehr ist ja 50 klar. Jahren, 60 sicher was anderes. Nicht? Bei der Feuerwehr ist es klar, da ist immer eine Ja. Bereitschaftspartie. Mhm. Aber Ja, auch genau. so wie bei uns, da erinnert dich, Patrick, an den legendären Dorfheurigen oder Ah, Stadtheuriger, ja. ich weiß gar nicht mehr. Ah, Dorfheurig, das Dorffrühschoppen, Fest, Dorffest, das Dorffest von der Patschenauer katholischen Dorffest, Jugend, glaube ich. katholische Jugend. Oder sowas. Genau, Das war war ein das, ja, ja, Frühschoppen genau. am Sonntagvormittag. Wir sind erst auf die Nacht und zu, weil wir uns gedacht haben, vielleicht ist noch wer da, weil wir was braucht haben. Vom Herrn Gemeindesekretär. Wortwörtlich haben wir beide festgestellt, nämlich, schauen wir kurz over, weil vielleicht gibt es ja noch ein Grühhändel oder ein Bratwürstel oder was. Richtig, richtig. So Aber hat's eigentlich, begonnen. Das haben wir eigentlich haben gerade wir, war ein Mikrofonkabel defekt und wir wollten aufnehmen. Genau. Und nachdem ja wir eine musikalische Gemeinde sind, Bürgermeister als auch der damalige Gemeindesekretär, mittlerweile ja pensioniert, Musiker, haben wir gedacht, na, vielleicht Genau. haben die ja, vielleicht sind sie noch da. Ich meine, Frühschoppen, Schwab, was dem morgen Montag. Na, sie waren da, lang, bis in die Früh, so wie wir auch. Also das war, wenn man sagt, katholische Jugend, stellt man sich auch anders vor, aber ja, das ist ja so deklariert sozusagen, nicht, dass da halt getrunken wird, aber ich glaube, wo man Weil sagt, die am Jugend Land, war eh daheim schon lang. Es waren ja Jugend nur war, mehr glaube wir ich, Alten daheim, da. ja. Natürlich mal aufpassen auf ein paar Alte. Also, aber ich Ja, glaube, das, was man so meint, so als diese Komasäufer oder so dieses am Land, das Saufen, das Deppertsaufen, das sind keine Vereine. nein. Das sind Jugendliche, die sich halt dann treffen, die eben sonst nichts Sinnvolles anzufangen wissen. So möchte ich es einmal sagen, durchaus mit einem Ja. leichten Du, kritischen Blick, aber ich ja, glaube, sicher. die Vereine, das ist, wenn dann eher ja eben kontrolliert. Ne? Das ist so, wie du sagst, Feuerwehr, halt beim Feuerwehrfestl. Es ist nicht einer, der bei der Feuerwehr ist, oder Jager. Ne? Bei uns die Jager, die können schon auch Schützenverein. hin. Aber Schützenverein, wenn da Wettbewerber ist, da ist nichts ausgechert oder was. Ja. Nein, gar nicht. oder bei der Jagd selber wird ja auch nicht gesoffen, sondern halt dann nachher Nein. vielleicht. Ja, okay. Ja. Ist oft schlimm genug. Definitiv. Die haben nicht einmal in der Zwischenzeit mehr ein Bierle mit bei der Jagd. Nichts. Da kannst du, Ja. die Elternjäger gesagt, ja, Chapalade können wir trinken jetzt. Ne? Das heißt, so Grund von Frieden zumindest ein Bierle geben zwischendurch einmal Vormittag eins. Ja. Ne? Nein, nichts. Jetzt gehst du Fanta und dergleichen. Frokade und sonstiges. Ja. Schau, der Ossi Oswald schwärmt noch vor dem Tag damals in Wien. Bei mir und der Bar unter anderem Falco, Lukas Resetaritz, Heinz-Werner Schimank und so weiter. Das war sicher Welt. Oder wird sicher mit der Zeit, dann später hat es wahrscheinlich noch mehr Wert, dieses Erlebnis, als wahrscheinlich in dem Moment selber, oder? Ich glaube, Der Felix Lukas oh stellt ja, eine interessante oh ja, Frage. ganz sicher. Ich glaube auch, gell? Schon. Wird Oh ja. man als Wiener Liedmusiker reich, Patrick? Schau uns an. Ich glaube, damit ist die Frage beantwortet. Ja, Ich glaube, damit ist die Frage eindeutig jetzt beantwortet, nicht? Na, man wird nicht reich, aber man kann davon leben. Es ist ein arbeitsreiches Leben, aber ein sehr schönes Leben, wenn man das machen kann, was man gern macht. Und die Musik macht, die man wirklich im Herzen hat. Und das ist bei mir so der Fall, muss ich sagen. Ich glaube, bei dir auch, Klaus. Ja. Ja, Ja, reich an aber man kann Gläubigen davon zum leben, aber Dank reich ihres. wird man nicht. Ja. Aber reich in dem Sinn. Gut, das kommt immer davon, was ist reich, nicht? Was ist reich? Gell? Komme ich aus mit dem, was ich habe? Bin ich zufrieden, was ich habe? Ja. Das ist Reichtum schon sehr viel eigentlich, Ja. muss ich ehrlich sagen. Eigentlich Ja. schon. Eigentlich schon, weil natürlich, wenn ich einen Ferrari fahren will, das wird sich nie ausgehen, aber ich will keinen Ja. Ferrari fahren, also insofern ist mir das wurscht. Von dem her, wir haben beide Gut keine gesagt. Schulden, wir haben beide ein Dach über Ja. dem Kopf, also ich sogar zwei, du auch, theoretisch. Nicht? Eigentlich zwei. nicht? Doch nimmer mehr tut über den Kopf quasi, aber Also kein Dach, was ich ist, aber ein Grundstück, sagen sozusagen. wir so. Nicht? Also Immobilien, Großbesitzer, der Patrick ist Immobilien-Großbesitzer. Großgrundbesitzer bin ich. Ja. Und Ja. äh,
zahlen wir jedes Jahr. Ja. Grundsteuer, Nein, Entsorgungs- und was weiß ich, was alles. ja, was so gehört, was so gehört. Ja. Aber es ist, ja, die Frage ist eigentlich wirklich, was heißt Dreieck? Also, man kann ganz gut verdienen und man muss eins auch sagen, wenn wir, sage ich einmal, den Zunder im Arsch gehabt hätten, schon, den wir jetzt haben, die letzten paar Jahre, wenn wir das früher schon gehabt hätten, dann waren wir natürlich noch reicher. Aber Noch reich, also, sozusagen. noch Ja, reicher ja, ist ja. gut. Also reich sein, es ist jetzt so. Also viel auf der Kanten habe ich nicht, aber wir haben keine Schulden, wir haben ein Dach über dem Kopf und im Großen und Ganzen, Genau. das kann ich mir leisten, was halt zu tun ist. Aber klar, so ganz locker aus der Hüfte schießen, also wenn das Auto jetzt eingegangen hat und ich baue ein neues Auto, wäre es wahrscheinlich leasen müssen, weil das habe ich nicht. Und man muss eins dazu bedenken, wenn der Musiker ein Geld auf der Seite liegen hat, dann ist es zur Sicherheit. Nicht, Genau. nicht, wie soll ich sagen, nicht um mir ein Auto zu kaufen zum Beispiel. Ja. Das ist, weil du brauchst dafür, es kann so viel, so schnell was Es passieren. kann so viel schnell passieren, dass ein Musiker, einer von uns beiden, eine Woche, 2 Wochen, ein Monat, ein Jahr ausfällt. Und für das brauchst du einfach eine gewisse Rücklage Du und eine musst- Sicherheit. so Den ist es. Reichtum unter Anführungszeichen, ja, genau. Also das Geld, was ich auf der Seite liegen habe, ist eigentlich, deswegen habe ich auch noch keinen Bagger. Ja, ich könnte mir theoretisch einen Bagger kaufen, den Chinesen-Bagger. Kann Takeuchi oder Takeuchi oder so, das, nicht? Ja. das kann sich nicht aus. Aber so ein Chinesen-Bagger, das könnte ich schon kaufen, nur das ist nicht das Geld für Spülereien, sondern das ist das Geld, was ich liegen haben Genau. muss, um sicher zu sein. Das ist das. Aber ich sage jetzt einmal so Sachen wie die Waschmaschine geht ein, Kühlschrank geht ein. Na, das habe ich schon. Das ist für mich ein Unverständnis, das dass es haben wir. Menschen nicht haben. Dass das wirklich, das muss ich jetzt echt sagen, ich verstehe es Da bin nicht. ich sehr kritisch sogar. Muss ich sagen, die fahren zweimal im Jahr auf Urlaub, aber haben nicht das Geld auf der Seite, wenn der Kühlschrank eingeht und die Waschmaschine dazu, geht sie dann nicht aus. Und Ja. da fehlt mir dann das Verständnis. Das ist hart, gesagt, aber ich stehe dazu. Ja. Das verstehe ich nicht. Ich, Also ehrlich ich kann das sagen. Ich meine, jetzt, und natürlich gibt es Fälle, wo das halt, ja, das gibt- ist halt, das ist eine enge Geschichte. Ne? Genau. Von Haus genau. aus. Die ist gibt's, was aber, anderes. aber das sind doch nicht alle Millionen, die da auf Pump leben und die überschuldet sind bis oben hin. Genau. Unabhängig jetzt von Hausschulden, also wenn man Immobilien, sondern ich meine, ist Konsumschulden. Konsumschulden, ja. Die Auto kauft, der Urlaub, wie du sagst. Es gibt Leute, die nehmen sich einen Kredit auf für einen Urlaub, dass sie auf Urlaub fahren können. Können sie machen, sollen sie mal, bitte jeder soll das machen, wie er will. Ich verstehe noch nicht dann, dass dann zusammenzucken, weil es halt, weil der Kühlschrank eingegangen ist oder die Waschmaschine. Und ich meine, also ich sage einmal so, jetzt wirklich, ich möchte jetzt nicht groß Goscher sein oder mich da wichtig tun, aber alles, was unter einem Tausender ist bei mir nicht einmal ein Thema. Ist nicht einmal ein Thema, muss ich echt sagen. Also kommt darauf an, wie oft. Nicht? Wenn man jetzt jede Woche, wo so 500, 600er kauft, ist ein Thema. wird es ein Thema. Ja. Aber ich sage einmal, das ist eine Waschmaschine, wie meine eingegangen ist, dann bin ich runtergefahren, bin ich nicht einmal suchen gefahren, irgendwie, sondern bin zum Rettzack da in Kirchschlag, fahre nicht Rettzack am fort, Land, kaufe im jawohl. Ort. Habe gesagt, habt ihr, ich meine, natürlich haben sie Waschmaschinen, sage ich, was, na, Böhliche, nein, gescheite. Nicht was Böhliches, aber auch nichts, ich brauche keine super Programme, ich brauche eine gute Waschmaschine, aber nicht die halt und die gut ist. Aber die jetzt nicht massiv Geld kostet. Ich weiß nicht, was die kostet, 400, 500 Euro. Na, Entschuldige, wenn ich das nicht habe auf der Seite, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Aber natürlich jetzt in meinem Fall, wenn ich jetzt sage, das Auto fällt aus, und ich brauche natürlich ein Auto. Und ich sage, Wird es ein Leasingauto werden, nicht? Ja, ja. Musst fast. Weil ich weiß halt nicht, also so viel Geld habe ich nicht auf der Seite. Also, aber ich fühle mich dennoch, muss ich ehrlich sagen, ich fühle mich reich im Sinne von, dass meine Sorgen recht gering sind. Ich mein, das, wie gesagt, das ist halt natürlich, wenn irgendwas gar passiert, wenn mein Dachel hin ist und das geht nicht auf Versicherung und ich muss das Dachel richten, naja, dann bin ich ganz schnell verschuldet. Logischerweise. Aber wenn jetzt nichts Gröberes ganz ist, sicher, die erwartbaren Sachen, die habe ich schon gespart und geplant und ja.
Aber ja, ich glaube, das ist dazu jetzt einmal genug gesagt. Patrick, willst du noch was sagen dazu? Na, nichts, du hast alles erwähnt jetzt eigentlich, was ich auch so sehe, nicht? Ja. Ja, Wie gesagt, die Konsumschulden verstehe ich einfach nicht. verstehe ich auch nicht, ja. Schau, Das der ist Georg sagt, der Jonas nicht schaut und klar. hört heute bei mir mit. Bravo. Was hat er gesagt? Enkel, Das ne? sehe ich gut. Enkel. Mhm, Enkel. Ja, wir wird den Rausch ausschlafen beim Opa vom 1. Mai, vom Maibaum. Umschneiden oder aufstellen, je nachdem. Der Der Macher hat Spruchpolizei. Weiber wurde umgeschnitten auch, nicht? Ja, stimmt. Oder Wein so ist wie ein zerstickelt, bevor er aufgestellt war. Ja, erst alkoholfreier Wein ist wie veganer Geschlechtsverkehr, fleischlos. Sprachpolizei, das stimmt. Alkoholfreier Wein. Gut, Nee, weißt du, ich sage dann immer, ich verstehe es aber nicht gefällt genauso mir. wie vegan, weil ich schaue mir ein Porno ja auch nicht im Radio an, ist ganz klar. Ja, Aber alkoholfreier Wein habe ich, glaube ich, auch noch nie probiert, getrunken. Wüsste jetzt nicht. ich schon, na klar. Ja? Es sind aus Interesse klar, wenn man Und Wein wie? interessiert ist und in einer Ja, ich bin auch Weinbar bitte. interessiert, aber ich weiß Mir nicht, wo fehlt ich einen einfach, alkoholfreien kriege. ich hab, wo war denn der her? Winzer Krems oder so irgendwas. Ach Irgendwo so, eine okay. Flasche bekommen einmal. Ja. Ich glaube von den Nachbarn, von der Familie, von irgendeinem Weinbauer. Ja, der Und ist der selber nicht Großartig, gesoffen, ne? was Der hat gesagt, sagst, dann was gib es sagst du dir. denn dazu? Nein, so aus Interesse, ne? Und es ist vom Geschmack, es fehlt einfach. Es ist leer, das ist sauer, es hat zwar diesen Grundcharakter von einem Wein, ja, hat er, Ja. aber dieses leicht Wärmende, was er hat, es fehlt einfach wirklich der Alkohol. Ich habe auch schon Leichtweine, nur mit so 5,5%, 6%. Das ist eher noch Dings, aber der alkoholfreie Wein ist, Alkohol ist ein Aromenträger einfach, so, weil gewisse Mhm. Aromastoffe sind im Alkohol löslich und das fehlt einfach. Hm. Das ist wie Ja. wenn du die fettfreie Extrawurst isst. Diese Extrawurst leicht und diese Sachen. Das ist ja Vom so Geschmack. was, Du kannst das genauso würzen, genauso machen. Sobald da 0,1% Fett nur drinnen ist, ja, genau. ist der Geschmack weg. Es ist einfach was Ja. anderes. Ich bin kein Das Freund glaube ich. davon, dann trinke ich einen Traubensaft. Nimm ich lieber Ja. einen guten Traubensaft, bevor ich einen alkoholfreien Wein trinke, ja. Ich hab jetzt letztens erst, weil ich halt mit dem Auto gefahren bin und in einer Freundesrunde war, wo es üblich ist, dass getrunken wird. Also einfach. Nicht üblich. Und da habe ich alkoholfreies Bier getrunken. Vier alkoholfreie Bier habe ich getrunken. Ich muss sagen, geschmacklich war Nicht es einmal jetzt so nicht. zwider, manche. Nein, ich meine, es war jetzt nicht das Bier meiner Wahl vom Geschmack her. Mhm. Wenn das jetzt aber es war jetzt nicht schlecht. Ja, Aber ich habe mir auch gedacht, zau was. Also hätte ich ja ja, Soda genau. Zitrone auch trinken können. Halt. Genau. Aber es war geschmacklich So nicht, handhabe nicht so ich schlecht. das nämlich. Ja. Ja, genau. Ja, ich bin Ja. ja normal. Also, aber ja, da hat sich das halt so ergeben. Jawohl. Wie der Markus Schlögel schreibt, da trinke ich lieber Traubensaft. Ja, Ja. genau. Bravo. So, ein Ferrari ist eher ein ungemütlicher Rennschlapfen. Ein Spielzeug für Gestopfte, ja. Oder ein Sammlerstück, je nachdem. Aber ich bin eine Zeit lang, durfte ich Ferraris fahren, mehrere verschiedene. Und ich meine, die Automatik war mir der Liebste, weil die alten, wo du nur die Kupplung gehabt hast, bis die Haxen weh da. Das hat einen Anpressdruck gehabt. Da habe ich gedacht, da im Stau stehe, mit einem alten Ferrari im Stau, da hast du eine Unmöglich. Kraft. Das geht Da, nicht. da Ja. kriegst du eine Kraft. Aber ansonsten, ja, ich meine, es ist halt das eine Grün, das Ausgrün. Widerspricht aber dann bald einfach der bei einem sportlichen Spurtwagen. Eleganz. Ist bald bei einem Sportwagen so. Es ist nicht nur Ferrari jetzt. Naja, ja, aber Weißt du, ich rede jetzt auch quasi von mir, nicht? Also, wenn jetzt ein junger, dynamischer Mensch, sportlich, elegant, in einen Ferrari einschlüpft und raushupft, dann passt das zusammen, nicht? Das ist, wenn ich das mache, dann schaut das aus, wir waren, weiß ich nicht, ja, eher wie ein Fiaker, der sich verdaut hat, nicht? Schlicht und einfach, nicht? Das ist, Ja. ja. Er lädt es aus und einstecken, schaut nicht elegant aus bei mir. Ja. Nein, bei mir auch nicht. Nein, Ja. So, warte, ich muss im Chat schauen, ich bin so weit oben. das ist für wir mich sind mehr da ein Land Rover oder sowas. Nicht? Das ist was, ja, da kann ich elegant aufsteigen. Das stimmt, das stimmt. Es geht.
Aber wobei ist auch schon schwierig dann. Ich bin jetzt mitgefahren bei einem Freund, der hat einen Dodge, so einen Ram, also weißt du, diesen drüber riesengroßen Ja. Pickup. Weltklar, ich meine, das ist ja ein LKW eigentlich. Nicht? Also das Genau. ist ja wie eine Sattelschlepper-Zugmaschine, was der hat. Kann auch, also da könnte er das anhängen, es geht, ist alles ein Ding. Aber ich meine, und der ist recht hoch. Nicht? Und da bin ich so auch aufgestiegen, nicht? Wie so ein Bergsteiger. Nicht? Und bin da oben, ich wie im Sitz gesessen bin, habe ich gefeiert wie der Messner bei der Erstbesteigung am Mount Everest. Bin da oben, weil ich mir Das doch liegt geschafft. vielleicht daran, weil du unsportlich bist, einfach. Nicht? Naja. Anders kann ich mir es nicht erklären. Ja, unsportlich war ich ja nicht, aber es ist halt schon weit rauf gewesen. Nein, das sind einfach die Achsen zu kurz. Das ist einfach eine Gegebenheit, da kannst du nichts machen. So, der Harald Turner ist super. Einen kleinen Polster Milliarden auf der Seite, damit der Pfeffer ja nicht ausgeht. Das war natürlich schon. Also ich wehre mich nicht gegen mehr Geld natürlich, nicht? Aber es ist, man darf nicht unzufrieden sein mit dem. Ich sage, den Status erhalten, das ist ja dann ist man nicht in Bewegung. Nicht? Dann hört man ja auf zu leben im Sinne. Eben das Leben. Und Leben ist Bewegung. Gell? Und daher ist natürlich schon das Bestreben da, dass wir mehr verdienen und mehr Geld reinkriegen. Und das ist natürlich, dass ich zum Beispiel, das war halt schon natürlich schön, wenn ich dann sagen kann, wenn das Auto eingeht, kaufe ich mir ein eigenes Auto, ist kein Problem. Ich rede jetzt da nicht von sündteuren Wegen. Aber wo du einfach sagst, das habe ich einfach. Das habe ich und es kostet mir jetzt keinen Polster für die Existenz. Also es geht immer mehr. Das ist klar. Aber wir haben, glaube ich, beide, und das könnte man jetzt als Reichsein bezeichnen, wir haben beide einen Status, wo wir sagen, wann ist nichts Außertourliches, Großartiges Außertourliches passiert. Ja, also wir müssen nicht nachschauen beim Wirten, ob wir jetzt was essen oder nicht. Jeden Tag zum Wirten geht es ja auch nicht aus. Aber Geht sich nicht aus, aber wenn ich beim Wirten sitze mit dem Glas und da überlege ich, und ich würde 2 zu Achtel trinken, nehme ich mir das zweite Achtel. ja, Und nicht, wenn man der Schankwein nicht schmeckt, nehme ich mir das andere Achtel, so ist es. ohne dass ich nachdenke. Ja. Also die Zeiten, wo wir die Speisekarten rechts gelesen haben, die sind Gott sei Dank da jetzt vorbei. Aber ja, klar, auch nicht jeden Tag, alles mit Maß und Ziel. Nein, Nicht? genau. Und nach oben hin gibt es halt nie eine Grenze. Das weiß man auch, muss Stimmt, man auch ehrlich das weiß sagen. auch Klar, jeder. Ja. wie viel müssten verdienen? Ja, so viel wie möglich. So viel wie setzt möglich, man doch so keine viel möglich Grenze. Ne? ist. Na klar. Aber, Ich aber enge mich ja selbst nicht ein damit, das war ja Richtig. Blödsinn. richtig. Nicht, ja? Aber ich sage mal so, wir sind vielleicht auf einer Ebene, wo wir sagen können, wir wollen, dass es nicht weniger wird. Sagen wir es so. Wir wollen, dass es nicht weniger ist. Da haben wir schon gewonnen. Es soll nicht schlechter werden, als wir es Soll nicht gerade schlecht. ist. Nicht? Genau, aber wenn es besser wird, dann wir uns auch nicht wehren. So hätten wir das, glaube ich, am Nichts besten. dagegen. Ja, alkoholfreie Wasser. Schöne Worte. Nach dem 3. Glas gehst du heim. Alkoholfreies Wasser. Ja. Man denkt, der Sprachpolizei hat gemeint, alkoholfreier Wein gibt es sogar beim Hofer. Nee, aber das ist, nein, alkoholfreien Wein. Aber das würde mich mal interessieren, ob ich kaufen kann. Aber das würde mich mal interessieren. Ja. Wo bin ich denn jetzt dann noch? Ich schaue mal, vielleicht bringe ich einen mit, ich muss mal schauen, wo. Wenn ich sowas. War der Georg Scheurer Dann ist mit kosten in wir einem, mal gemeinsam an. ja, jetzt machen wir ein alkoholfreie Pavlatschen mit Machen wir. Wein. Mit alkoholfreien Wein. Naja, was? Nein. Das ist ja, na, du musst eben ein Auto fahren. Ich meine, das Ja, machen wir eh, nicht, aber wenn wir du- bei dir sind. Oder in Da der haben wir- Klause. Wenn wir in der Klause sind, auch nicht. Sicher Deppert, nicht. Sicher nicht. Nicht einmal. Na, sicher nicht. Der Georg Scheurer ist mit Nein, in ich werde einem was Jugendweg. auftreiben. Zum Kosten. Jawohl. Naja, aber bemühe dich nicht. Lass ihn stehen. Muss nicht gleich sein. Es Muss es nicht wird gleich entstehen, ja. sein. Ja. Der Georg Scheurer im Bandenkrieg. Maibaumäßig Boisdorf gegen Wetzelsdorf und Falkenstein. Jawohl. Ach so, Ja, der- also. Ich habe nur der so eine Bruder- mitgekriegt, dass irgendwas in Bolsdorf beim Schreiber der liegende Maibaum vorher, 2 Tage vorher, zerstickelt worden ist. Aber leider nicht nur das war ja noch in Ordnung. Waren zig Meter Zaun niedertrampelt und Sachbeschädigung dort am Grund. Das ist unnötig. Den Maibaum zerstiegeln, passt schon. Aber rundum und um dann die Infrastruktur auch noch beschädigen. Herz. Nein, dann reißt es Ja. euch zusammen. Ne, das ist ein Blödsinn. Ne? Naja, halt die Grenzen überschritten halt. Ne? Ja, ja.
Onkel Ramirez sagt richtig, dann, wenn du einen super Sportwagen leisten kannst, bist meistens nicht mehr in der Lage, vor Publikum würdig aus- und einzusteigen. Stimmt, haben wir Onkel gerade Ramirez. besprochen, ja, ja. Aber ich muss das leider bei mir abändern, diese Aussage. Ich war nie in der Lage, würdig ein- und auszusteigen. Weil meine Frau hat gehabt früher einen Z4, so einen BMW Z4. Ich meine, super leibendes Auto, wenn es halt so, weiß ich nicht. Wir haben ein paar Mal so was im Gardasee oder also ein paar Mal, einmal am Gardasee und dann so, oder durchs Weifel oder da Wachau, was dem in Cabrio und so die Serpentinen. Schön. Das ist leibend, das war es aber dann. Der Rest, für alles andere, also für den Rest der 99,99999% der Nutzung dieses Fahrzeugs im Alltag war es ein Wahnsinn. Ne? Und da bin ich, also Klar. das war auch, bist du deppert. Meine Schasel, die natürlich klar. haben 5 Kipp Keine Transporte, möglich gar nichts, ja. Nichts. Die ist dann natürlich Kleines eingestiegen, Spaßauto, das war alles natürlich, das war alles elegant. Bis halt ich gekommen bin. Nicht? Und es ist wurscht, ob Beifahrerseiten oder Fahrerseiten. Das ist ein Wahnsinn. Wenn ich da reingerollt bin, rausgerollt bin, ist ein Wahnsinn. Und immer geflucht dabei. Scheiß Auto, Dreck, scheiß dich, das ist ein Wahnsinn. Aber Wirklich diese so. Eleganz lässt bei vielen anderen Dingen auch noch. Gestern beim Absteigen von meinem Vorradl, nicht? Wie man so ist, man bleibt dort stehen, also ein paar junge Damen so in der näheren Umgebung und man ist ja trotzdem als Mann einfach so. Nicht? Jetzt muss ich da elegant den Fuß aufschwingen. Was ist hängen geblieben auf meiner Satteltasche hinten drauf? Was drauf? Am Gepäcksträger hat mich jetzt bald aufgehauen. Es ging sowas von daneben, dass ich elegant aussteigen wollte. Ich sage es echt furchtbar. Ja. Es gab ein gewisses Gelächter bei den jungen Damen, ja. Ja, na schon. Aber also was soll man machen? War ich normal, hätte ich gar nicht drauf gedacht, war ich elegant angestiegen. Als so. Ich meine, Patrick, ich kenne das wirklich lang. Und Ja. ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie das ausschauen sollte und dass du elegant auf oder ansteigst. Ich meine, ich kann mir vorstellen, Mit meinen du langen steigst Haxen würdig wollte auf oder. Ja, aber Überschleudern. also, du wolltest so. Ja, gut, aber vielleicht. leider war der Schleuderer zu wenig hoch aufgrund der fehlenden Kraft, weil schon 60 Kilometer in die Wallen waren. Das war, ja. Das ist so bei mir. Jo. Jedes Mal, wenn ich auf einem Motorrad aufgespielt habe, ich meinen Schierbau gehabt. Jedes Mal. Ja. Zu Fuß gehen nach Mariazell, sagt der Wolfgang. Ich weiß jetzt nicht, ob in einem Zusammenhang oder nicht. Aber das ist zum Beispiel etwas, das tät mir auch mal ratzen. Das tät mir echt mal ratzen. So einen richtig ganz klassischen, wir haben einen lieben Freund, der macht das jedes Jahr. Jetzt ja. Das ist jedes Jahr Maria Zö und jedes Jahr eine große Pilgerreise. Jetzt war ich, glaube ich, in Spanien irgendwo. Aber das hätte mich auch. Ja. Ich glaube in Spanien, ja. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich glaube Spanien war es, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang es gesagt hat. Felix Lukan meint, bis in welches Alter kann man theoretisch als Musiker spielen und auftreten? Nur solange du spielen und auftreten kannst. So lange was kann. Theoretisch, so wie der Hester. Viele Musiker. Viele. Bis zum Tod. Ja, Definitiv, ja. ja also Wenn du das, fit bist und stimmmäßig passt und einfach körperlich die Reaktionen noch da sind. Ja. ich meine, die zum Beispiel die Trude Mali, die war dann im Altersheim, ist nicht mehr aktiv konzertant aufgetreten, also wo es von ihr aus ein Konzert gegeben hat, aber die ist immer noch bis 2 Wochen vor ihrem Tod, und das war ehrenhalberweise, nicht, muss ich sagen, bei einem 16er-Konzert, wo es noch bei uns war. Ja. Und da hat es Schön war das. noch ein paar Lieder gesungen. Ihre Stimme war tadellos, sie hat wirklich sauber gesungen, aber sehr leise. Das hast du gemerkt, Genau. dass vom Alter geht nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie alt die Trude Mali war. Aber auch 80, oder? Weit über 80. Über 80, ja, da in 80 hat es gehabt. Über 80 schon, ja. Zwischen 80 und 90, ja. Karl Hodener ist zuletzt Karl gespielt. Hodener bis zuletzt gespielt. Ist zuletzt, ja. Da war gar kein Anzeichen, dass sie am Dings, ja. Den Der hat Rudi Schlag Malert getroffen, nicht? Dann, von den Malertschramen ist beim Üben Bis eingeschlafen. eingeschlafen, ja. Ja. Also theoretisch ist alles möglich, praktisch. Ich meine, das ist immer auch der Schmäh mit der Pension. Nicht? Wenn man sagt, na, mit 65 in Pension gehst, dann sage ich mir nicht, was soll ich dann machen in der Pension? Soll ich dann Musik machen? Weil,
soll ich mir Genau, das Hobby Hobby suchen dann, und oder nicht? Gitarre lernen oder was? Also ich kann mir nicht Genau. vorstellen, dass man als Musiker in dem Sinn in Pension gehen kann. Die einzige Einschränkung oder Vorteil hast vielleicht, dass du sagst, ich muss nicht mehr alles annehmen. Ja, Das ist es. Man kann es dann aussuchen, sich ja, einfach auch ja. der Dinge. Sagt, nein, das mach ich dann nicht zum Beispiel. Weil Ja. das ist zum Beispiel bei uns so ein Status, wo ich sage, ja, wir nehmen auch nicht mehr alles an, aber im Großen und Ganzen müssen wir schon. Also, weil wir Genau so vorher ist gesagt haben, es. in Reich. Also es ist schon so, dass wir Mhm. sagen, naja, was kommt, nehmen wir schon mit. Wenn es halt So ist es, passt, ja. natürlich. Nicht? Aber nicht alles annehmen, aber das hat eher Gründe der Der Unternehmenspolitik, wenn man so Unternehmens, will. oh ja, Nicht? das ist, oh Ja. ja, ja, na, oh ja, na, absolut, absolut, ja. Aber ja, Ossi Oswald schreibt, der Hörb Albert war 90. Ist gerade wieder auf Ja, ausgedehnter US-Tournee. Ahoi. ja. Sprachpolizei. SUV in der Stadt ist schon ein wichtiges Fahrzeug. Mein Nachbar, sehr alte, fährt damit ins Nagelstudio. Bravo. Bravo Nachbar. Du, naja, aber es ist jetzt, muss man auch sagen, ich hab ein SUV, weil ich da nicht ein Allrad brauche und auch ein relativ großes Auto, weil ich natürlich einen Anhänger ziehen muss können und was einbringen können mit dem Haus, mit dem Grund und so weiter. Und jetzt habe ich in Wien ja kein anderes. Nicht? Also das heißt, wenn ich in Wien bin, ich meine, das Einzige, was man vielleicht dann erkennen könnte, wäre die Nummerntafel, dass das kein Wiener Kennzeichen ist. Aber, Mhm. aber natürlich, ja, also das ist schon, ich denke mal, man muss vorsichtig sein, dass man das nicht zu schnell kritisiert. Aber natürlich, wenn ich jetzt in Wien leben täte, ich hätte gar kein Auto. Wenn ich nur in Wien bin, fahre ich, wenn ich ein Auto brauche, nehme ich so ein Carsharing klumpert oder fahre mit dem Taxi ja, oder einen Mietwagen. Mhm. Mhm. Und wenn ich ein Auto hätte, dann halt irgendeinen kleinen, vielleicht sogar einen elektrischen. Wenn ich nur in Wien bin und nicht die Stadtgrenzen nie verlasse, dann war das wurscht. Was Aber, wurscht, ja. Genau so ist es, ja. aber nachdem ich da ein Allrad brauche und ein großes Auto, habe ich genau das und dann fahre ich natürlich. Aber ich kenne schon auch viel. Einen Otterkring haben wir auch viel. Ne, das sind aber auch zum Beispiel in Otterkring, Wilhelminenberg. Ja, wenn du Oh, dort ja. wohnst da oben und arbeiten fahren musst oder deine Kinder, meine Mhm. Kinder vor dir der Bus und so. Aber wenn du arbeiten fahren musst und das in der Früh, dann brauchst du ein Allrad. Das ist Ich ja so. weiß, das ist bei mach ich sagen, am Heiberg zum Beispiel auch oder Ja, Jubiläumswarten hinten, aber da Ullmannstraßen, wenn du da oben wohnst, es ist sinnvoll, einen Allrad zu haben, ja. ja. Ja, absolut. Aber es ist schon, also ich sage jetzt auch, ich traue mir behaupten, sicher 85%, wenn nicht sogar 90% aller SUVs in der Stadt sind vollkommen, sind einfach nur, weil es bequeme große Autos sind, wo du halt Mhm. schön einsteigen kannst und so weiter. Das ist der einzige. Mhm. Deswegen gibt es ja schon diese Urban SUV, nicht? Diese ganz kleinen SUV, die sind quasi auch Kleiner, nichts ja. wie hoch. Die sind nicht hoch, aber klein. Mhm. Ja, Na ja. klar, ja, genau. Reich ist man erst, wenn man weiß, was man genug hat. Onkel Ramirez, ja. Aber ja, Knur, Knur haben wir ja in Was Wahrheit. heißt Knur? Also, Knur haben wir ja. ja, Knur, Ja, also es ist nichts, was mir fehlt. Ich stehe nicht in der Früh auf und sage, das das fehlt fällt, mir. ja, ja. Es gibt viele Wünsche und Nein, überhaupt Vorstellungen nicht. und Ideen. Und wenn ich natürlich mehr Geld hätte, Bagger. hätte ich, zum Beispiel, ja, dann täte ich da Mhm. am Grund irgendwie herum, täte ich halt also beim Haus, ich täte halt das machen oder täte das machen lassen, irgendwas schnell. Aber das waren eher dann, weil ich es halt habe, aber nicht, weil ich es jetzt brauche. Nicht? Also so gesehen, aus der Definition sind wir sicher Sind wir reich. reich. Sind wir reich, ja. Ja. So, in welchem Bezirk befindet sich Kaisermühlen? Im 22. Donaustadt. Harald Turner. Ja. Was haben wir? Ich muss ein bisschen runter, ich bin so weit oben noch tut mir leid, ich muss jetzt ein paar Kommentare überspringen. Der Felix Duckern meint, die Wanderung nach Mariazell kann ich nur empfehlen. 4 Tage, echt toll. Ja, das war schon. Kommt Das davon, war von doch. wo man weggeht, ja. Ja, naja, aber wenn man jetzt so sagt, Ja. man fährt irgendwo, man sucht sich einen Punkt in Wien, sagen wir jetzt einmal. Ja. Mhm. Im Mhm. Süden von Wien vielleicht, dass man schon ein Stickel hat. Ja. Mhm. Oder Ja. Westen, je nachdem halt so. Westen war gescheiter. Nicht? So. Und das war doch eine Fanwanderung einmal. Ja, das Das war war halt doch eine mal. Geschichte. Das Also war halt Fanwanderung ist gut. eine Ich, Geschichte. Ja. ich habe keine Ahnung, wie man sowas organisiert oder ob man da im Vorfeld schon Quartiere braucht oder wie das ist.
Und man muss natürlich schon ein bisschen trainiert auch sein, weil 4 Tage Hatschen, ganz ohne Training, ist vielleicht ein bisschen, Ist schon viel, ja. weil man, wenn ich da im Wald unterwegs bin, ja, was weiß ich, bin ich halt ein paar Stunden Gehst unterwegs. 2, 3 Stunden, vielleicht sind es 4, 5, wenn Ja. was lang ist wahrscheinlich. Ja, Das genau, geht sich ja, bei, ja. bei denen nicht aus, da gehst schon länger. Ja. Aber das war irgendwie ein Plan, vielleicht für nächstes Jahr. Hä? Wir fangen an mit Ich werde Training, das sofort im das Hintergrund müssen wir im beobachten, Hinterkopf haben, das ist eine Idee. ja. Ja. Da sind sicher einige von den Fans dabei. Vielleicht Ich finden sie glaube, sogar, da lässt unser Polier, glaube ich, aus wahrscheinlich. glaub auch. Ja, aber wir brauchen einen Versorgungswagen. Wir brauchen einen, wie heißt denn Okay, sowas? das was habe du ich so einen geglaubt, das Bus mit übernehme hast? ich, habe ich geglaubt. Du Das kannst habe ein ich bisschen, geglaubt, was nicht, ein übernehme bisschen. ich. Nein, weil es müssen, weil die Instrumente zum Beispiel. Die Instrumente die muss müssen ja wir nicht auch zahlen. transportieren. Ja. Nein. Aber wenn ich sage ihm so vielleicht findet sich sogar jemand, der sagt, Herr, ich täte das sogar organisieren. Das werden wir noch ansprechen. Für nächstes Jahr. Ja, wird klasse. So, jetzt bin ich unten. Spielen auf den Instrumenten kannst solange du dein Instrument halten kannst. Das stimmt, wenn du mit Musik beruflich unterwegs bist, Ja. brauchst du auch nicht alles annehmen. Ja, alles annehmen, das geht wirklich nicht. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen muss ich sagen, nehmen wir schon viel an, weil, also schauen wir schon, weil, also ist nicht so, dass man Wenn's schon Monat zu für uns, Monat. wenn's so gar nicht zu uns passt. Wir lehnen nicht etwas ab, was zu uns passt, sagen wir so. Klar, wenn es irgendwo geht um eine Tanzveranstaltung in einem Bierzelt, das lehnen wir ab, weil wir das nicht machen, weil es eine andere Musikrichtung natürlich ist. Nicht? Um was da geht, das schon nicht. Aber sonst nehmen wir eigentlich schon alles an, was Ja, an zu sich uns schon. passt, wenn es um Wiener Musik und Wiener Lied geht. Ja. Ja, und wie gesagt, wir müssen schon auch. Also es ist schon so, dass das vor dem Privatleben steht. Also nur selten, ganz wenige Sachen, Ja, die dann ganz quasi wenige Sachen blockieren. gibt's. Also da ist schon etwas, deswegen machen wir uns auch nicht gern was fix aus, weil wenn dann ein Geschäft reinkommt, müssen wir es annehmen. Zumal jetzt gerade Genau. in der Zeit die großen Umbrüche durch KI und Streamingdienste und dergleichen und so weiter und so fort. Es ist tatsächlich so, dass halt die Tantiemen, die wir als Komponist, Texter, Verleger erhalten haben, die haben sie halt, und man kann sagen, das waren eigentlich die Fixkosten meines Jahres, waren allein nur durch die Tantiemen gedeckt. Gedeckt. Und das ist weg. Und das ist fort. Naja, fort, aber ein Drittel hat Na, sich fort ist nicht, aber reduziert, ja. so, ja. Also die Fixkosten deckt es nicht mehr. Also es wird schon weniger, aber das soll jetzt nicht heißen, ich tue Sudern, sondern man muss sich dessen bewusst sein, aha, diese Einnahmensquelle ist einfach geringer geworden. Andere haben sie vielleicht erhöht, also vielleicht Dafür werden andere eigentlich Dinge. nicht, aber, aber also Aber- ja. Also drum, das wollte ich nur sagen, also deswegen, wir können jetzt nicht so frei sagen, da spielen wir, dort spielen wir nicht. Oder wir spielen wo gratis. Das machen wir nahezu gar nicht. Also auch diese sogenannten Benefits oder sonst, es gibt schon welche, sehr vereinzelt. Aber eben ich spiel gratis, kann ich mir schlicht und einfach nicht leisten. Nicht Das leisten. geht nicht. Genau so Das ist geht es, ja. nicht, ja. Das geht nicht, leider. Ja. Wenn wir noch mal erzählen mit dem Moped, ja gut, mit dem Motorrad war ich schon ein paar Mal mal erzählt, das ist jetzt keine wirkliche Herausforderung. Eine schöne Strecke, immer. Meistens über die kalte Kuchel, dort die erste Pause und dann über den Ochsadel, Dann weiter. ab nach Mariazell, dort dann zweite Pause und dann Retour. Und dann bin ich meistens gefahren, da, ich weiß nicht, wie das heißt, aber das ist die Verbindung Richtung Semmering um. Ja, ein Traum, ein Traum. Da fährst du da diese Viadukte durch. Ja, schön. Welt- Ein Weltstrecken. Traum so, ein Weltstock. Ja. Super. 16 beim Fanwanderung nach Mariazell ist ein schöner Gedanke. Das hätte wirklich was. Ja? Das hätte auch wirklich was, ja. Das gibt mir wirklich Andenken. Das hat mir auch gefallen, glaube ich, die Idee. Aber wie gesagt, Ja. also sicher nicht heuer. Apropos heuer, würdet ihr auf einer FPÖ-Veranstaltung spielen, fragt der Felix. Ja, sicher, warum nicht? Aber nicht bei wie soll ich sagen, nicht bei einer Wahlveranstaltung. Nicht bei Das Wahlveranstaltungen, ja. ja. Aber da spielen wir bei keiner Partei. Also das ist einfach, aber wenn jetzt auch die FPÖ Brigitte Nau Weihnachtsfestel hat und uns engagiert, na sicher. Also das ist etwas zum Beispiel, warum nicht? Ich meine, das ist ja, ich spiele bei den Grünen ja auch, wenn sie wollen.
Einmal haben wir Haben wir schon sogar. gespielt? Ja. Ja, freilich, Grünen, SPÖ, ÖVP. Bei Ja. alle. Aus, nicht Neos, glaube ich nicht, gell? Neos haben Bei wir, den Neos nicht, nein. glaube ich nicht. Bei den Neos nicht, sonst überall, ja. Aber sonst haben wir alle Parteien. Sonst die Aber alle, ja. wir spielen bei keiner, wie soll ich sagen, so einer Partei, ja, so einer Wahlveranstaltung. Bei sowas spielen wir nicht. Wenn man sagt, das machen wir nicht. Ich habe Aber eine Kulturorganisation, das der Partei etwas organisiert, spielen wir. nicht dann sowieso, weil Egal es welche gibt das ja, ist, ja, ja. es gibt ja auch so Sowieso, ja. Bezirkssachen, jetzt auch wieder irgendwann, was ist das? In, na, warte mal, einmal Meidling, Moment. aber einmal sind es die Roten, einmal sind es die Blauen, glaube ich. Also die Kulturinitiative Und tut einmal die Schwarzen. Ja, genau. na, Das blau sind die und rot, Kultur, glaube ich, ne? wie nennt man das? Ja, was weiß ich. Glaube, Aber die ja, sind ich vom weiß jetzt auch Bezirk, nicht, die das sind ist vom schon Magistrat, oder die sind von der Stadt. Bezirksorganisationen, ja. Ja, genau. Ja, nicht einmal also nicht einmal Nicht einmal, nein, Parteiorganisation, das sondern ist der Kultur, Kulturinitiativen. äh, Die hassen wir jeder Partei anders von drin. den, Ne? von den unterschiedlichen Ja. Parteien, ja, genau. Weil da gibt es dann da gibt es im, Da meistens sind gibt es es eine in den Förderung nämlich von der Amtshäusern. Stadt Wien Ja, und vom Bezirk dann und das wird aufgeteilt dann. ja. Und da ist halt dann einmal organisiert der, einmal organisiert der. Da kann ich nicht sagen, oder will ich auch nicht sagen. Na, wenn das die Blauen Nein, machen, sicher das nicht. will Aber man das die Roten machen, sicher nicht. Und gespielt bei den Schwarzen, was war das da? Bei den Schwarzen haben wir gespielt in Wien. Es war nicht der Wahlkampfauftakt, aber irgend so was Ähnliches war das. Nein, Aber das nicht eine war, Wahlveranstaltung, sondern halt eine interne, was weiß ich, was das war. Aber es war quasi, Das, schlussendlich war das in der Zeit, wo das halt war der die Wahlkampf Weihnachtsfeier. begonnen. Weihnachtsfeier. War das? Ja, Weihnachtsfeier stimmt. war das, glaube ich. Stimmt, war ja Oder Weihnachten. Also, Weihnachtsfest oder wie das geheißen hat. Ja, ja, der also Weihnachtsfeier kann man sagen. Ja, 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 sagen irgend sie, ja. sowas. Wie es genau geheißen hat, war- war es Weihnachtsfeier, ja. Das war bei den Schwarzen halt. Ne? Mhm. Also intern. Das war jetzt keine öffentliche Veranstaltung, sondern es war interne. Also bei internen Veranstaltungen spielen wir sowieso, da spielen wir bei den Freimaurer auch, wenn sie wollen. Aber haben wir halt noch nicht wollen. Aber das ist mir wurscht. Also da muss ich echt sagen, und die Wahrscheinlichkeit, dass man von einem Das ist muslimischen nicht berühmt, ja. Kulturverein angefragt werden, ist sehr gering. Aber in so zum Beispiel so kulturverbindende Events haben wir auch schon gespielt. Also wo Oft. Wunderbare ja, Sachen kann ich mich da erinnern. Mit Marwan Abado zum Beispiel, das Ja. war echt leibend. also oft mit Beispiel. Musikern halt dann aus deren Genre, dass das auch Aus den zusammenkommt. Schau, ja. Sowas ist, weil es halt natürlich auch gefördert wird, solche Sachen. Ne? Jetzt veranstaltet das jemand, der hat dann auch die Idee, sagt, du pass auf, das können wir machen und ist allein. Mit Slavko Ninic gemeinsam und so Ja, Tschutschu-Kapellen sowieso, setzen beim genau. so Auftritt, diese Sachen, weißt du, das ist ja echt leibend. Richtig, ja. Also das schon. Aber wie gesagt, also da sehe ich gar. Die einzige Einschränkung, die wir wirklich haben bei allen Parteien, sind öffentliche Wahlveranstaltungen. Ja. Das war jetzt sehr lustig, Ja, weil du genau. sagst, FPÖ, da haben wir gespielt beim Lentner, beim Stiepert in Otterkring. Das war irgendwie leibend, ganz normal, offiziell. Und das war zeitgleich, war FPÖ. Einladung, weiß ich wie das heißt, Stammtisch, so irgendwie das kassen. Also es war aber, Stammtisch oder so, irgendwas war das, ja. da war aber wie heißt die Petra Steger, ich glaube Petra Steger, das kassen, die EU-Abgeordnete von die Blauen, war halt da und da waren halt, da waren ein Haufen Leute, da haben wir jetzt mit uns nichts zu tun gehabt, nicht? Nur es war das ganze Lokal natürlich oder überall, es waren überall war aufgestellt, nicht FPÖ oder was weiß ich was alles und die Leute. Und wir waren halt da hinten im Extrazimmer. Unser extra Stüberl hinten. Ist das eine FPÖ-Veranstaltung? Nein, also mir nicht, tut schon. Ja. Mir nicht. Aber ich habe auch, dort natürlich war ich in Otterkring und da habe ich natürlich auch einige Schulfreunde zum Beispiel getroffen. Also ich habe da jetzt nicht die Berührungsängste gehabt, dass ich mit denen dann plaudere. Das ist ja ein Hetz gewesen. Aber es war irgendwie witzig, weil man doch noch sehr was. Das ist was schon sehr eindeutig. Ne? Da hast du durch müssen, durch die Veranstaltung. Bis wir zu uns durchgedrungen Ja. hinten, ja. Du hast durch müssen halt. Ne? Das war eine Herausforderung für einige Fans, aber sie haben es geschafft. Schau, der Harald Turner, das sind die Adlitzgräben, ganz genau. Ja. Adlitzgeben heißt das, ja genau, mach ich jetzt. Ja, genau.
Und was kostet es, wenn die 16 Uhr auf zum Beispiel meinen Geburtstag spielen? Du, Felix, am besten ist, du rufst im Du Felix, dann Patrick an. schreibst mir am besten an. So, warte mal. Schau her. Da Du haben wir hast die meine Nummer. Nummer. Ich glaube, wir sind WhatsApp schon verbandelt, wenn ich mich So, nicht. schon. Wenn ich Aber ich glaube blende schon mal. sonst. Am Aber da besten. müssen wir auch viele Details besprechen, das können wir da jetzt nicht machen. Und es ist halt so, Da sind ein paar Fragen. ich würde es auch nicht so öffentlich sagen, weil es dann auf das festgenagelt wirst. Und dann es stimmt nie, also wir reden uns immer zusammen. Ja? Wir Genau schauen, so dass ist wir es. am Ende des Tages Wir alle kommen gut schon zusammen, ausstehen. wir finden das. Ja, genau so ist es. Sprachpolizei, besser umsonst spielen als vergeblich. Da hast du aber auch wieder recht, ja. Das Da hast du stimmt. auch recht. Am Kirtag, Georg Scheurer-Tag freuen wir uns auch schon. Kirtag freuen wir uns schon. Und da habe ich schon geordert. Habe ich schon geordert bei der Irene, beim Stiepert. Ist auf jeden Stiepert Fall ist schon reserviert für ab alle 13 Uhr. Pavlatschisten natürlich. 16er Buben stammt. Also 16er Buben, die, ich glaube, weiß nicht, gleich so eine längere Tafel jetzt gleich herkriegt. Also wer dann dazustoßen will beim Ottergänger Kirtag am Sonntag, das Datum habe ich jetzt nicht vor mir, im September auf jeden Fall. Steht ja auf der Homepage auch. Steht auf der Homepage auch, ja, genau. Da ist nachher dann quasi Meet and Greet beim 21. September ist es genau. Am 21. September. Bravo, Patrick. Ja. Ja, da machen wir Meet and Nachher Greet beim natürlich Stiepert. ab 13 Uhr haben wir alle einen Sadel, wie man sagt. Alle. Richtig. Stiepert. Wir freuen uns schon drauf, wenn sie ja zahlreich kommt. Der Wolfgang sagt, was auf von Mödling über Berndorf, Herrenstein, Biesting, Bernitz, Rohrersodel, Kalte Kuchel, Maria Zö und zurück über Mürz Zuschlag. Ja. Ja, na wen? Also, ja. Ja, aber das schauen wir uns noch an. Das schauen wir uns noch an. Patrick, das war was. Hein? Nächstes Jahr ist ein Ziel. Machen wir Ab- eine Fanpilgerreise, ja. So Musikanten-Pilgerfahrten nach Marizell hat es ja immer wieder gegeben. Das hat damals Downsgeiger und Rudi Beach und so haben das immer Ja. organisiert. Da kann ich mich erinnern. Ja, Aber das ist schon ewig her. Das war eine Idee, sowas zu machen mit unseren Fans. Ich glaube, wenn wir jetzt so losgegangen, ne, zu 2, zu 3, zu 4, brauchst du nichts organisieren, sage ich einmal. Ja? Nur, Ja, Quartiere waren schon gut, wenn wir die Quartiere gehört haben. im Vorfeld schon, oder was? Bist sicher? Ja, Ich auf jeden glaub Fall. Nicht, Von weil- ja, oh ja, schon. Das ist heute leider nicht mehr so. Ich weiß das, weil meine die Tanten aus Ebersdorf öfters so am Jakobsweg auch gingen. Früher war das gang und gäbe, dass man da überall ein Quartier dann gekriegt hat. Heutzutage kommen Pensionen zu. Also das ist gar nicht offen, dann sind sie Okay. belegt schon, wenn man da nicht vorreserviert. Es ist nicht einfach geworden. Na, das da muss ich Ganze, nochmal den muss man Ronny fragen, weil ich glaube nicht, dass der vorreserviert. Aber ich sagen. Der ist sag, allein. Der ist einer allein. na, zu zweit. Und der Zu zweit Ronny, sind's oft. und der Ronny haut sich auch im Schlafsack dann irgendwo in Stadl an, wenn es sein muss. Ja, Wie er mir machen schon die auch. erzählt hat. Ne? Das machen die Ja, auch. das ist genau das. Nein, man will da schon ein Bett haben. Ne? Nein, das irgendwo die schlafen 3 am Tage, 3, 4 Wirtshaus. Tage. Die 3, 4 Tage halte ich aus. Wenn man sowas Aber- mit Fans macht. Ne? Naja, ich wollte ja gerade sagen, jetzt sind wir, wenn ich allein gehe oder zu 2, zu 3, zu 4, glaube ich, geht man drauf los und irgendwie geht das schon. Nur wenn du jetzt natürlich sagst, na, pass auf, jetzt wollen wir aber die Instrumente mitnehmen, wir wollen, Ja, wir genau. sind ein paar mehr Leute, wie viel sind wir wirklich, Das muss wer organisieren. da schon. brauchst du, da geht das nicht so. Ne? Weil selbst wenn du im Stadler schlafen willst, das wird auch eng. Ne? Wenn jetzt 15 Nicht eng, weil du kommen, brauchst dann musst du einen Stadel einmal wo finden. brauchst einen Stadel für das muss 15 man Leute. früher sagen, ja, genau. Nein, das muss auf jeden Fall früher organisiert sein. Ja, ja. das Quartier gebucht und so weiter, ja. Und das war aber auch eine Geschichte. Und dann in Maria Zöll, natürlich, naja, da braucht man, aber da kennen wir einen Andreas, da könnte uns ja da wieder was checken. Da braucht man natürlich einen Wirt irgendwo, wo man dann auch sagen kann, dort machen wir, dort spielen wir auch. Das spielen wir dann, ja. Zum Beispiel, also erstens, dann wirklich, also dass wir einen religiösen Faktor dabei haben, natürlich müsste man so eine Tafel, was das, so eine Pilgertafel in der Kirche Ja, ja. bringen. Das gehört natürlich gemacht und dann halt gehört was gespielt. Und dann, also nicht in der Kirche vielleicht nicht, aber dann so bei den Wirten für die Pilger, die mitgegangen sind, ne, Genau. müsste man dann schon an Abend halt dann dort gemütlich, nicht auf Bühne oder was, sondern halt dann
dem Tisch, je nachdem wie viel Leute So halt da am sind. ja, wie viel da Ja, sind, ja genau. das war schon, das hat mir selber auch gefallen. Das hat mir selber wirklich gefallen. Apropos Pläne und was uns gefällt, wir haben ja oft genug gesprochen vom Spielen auf der Straße. Und jetzt ist schon Mai und Patrick, mir ist eins aufgefallen. Ich weiß halt nicht wann. Wir haben Gott sei Dank, Ist wir ja sind noch sehr nichts gut durchgekommen. gebucht. Ich bin jetzt ab nächster Woche wieder dran. Jetzt waren natürlich die Wahlen in Wien auch noch natürlich und Ja, das ja, ist alles ein klar. bisschen nicht so einfach momentan. Jetzt war die Woche voll, halbe die Woche nur, heute ist auch nichts los, heute arbeiten ja nur wir, Ja, fast. Und ab Montag werde ich dann Nägel mit Köpfen nochmal machen, probieren. ja. Ich meine, Mhm. es ist jetzt so, wir schauen schon noch, dass wir die Genehmigung kriegen, aber es ist so, was wir spielen mittlerweile im Sommer, Mittlerweile, was in wird Juni, eine sehr Juli, enge August Geschichte. ist, wird es eine sehr enge Geschichte sein. Vielleicht ist es darum nichts geworden bis jetzt. Da weiß ich nicht. Aber schauen wir, Ja. ich bin trotzdem noch dran. Also sagen wir, Juni, Juli fällt fast aus, da wissen die wirklich, August, September kann es wieder gehen. Also insofern wir haben noch ein bisschen August, na, Zeit. Es ja. ist noch nicht ad acta gelegt, aber es ist eigentlich wirklich, wir sind da aufgekommen, die Idee ist ja gut, aber Aber eigentlich wir spielen müssen wir schon die Zeit auch haben. in diesen Monaten so viel. Eben, ja. Aber schauen wir mal. Da Wir sind sind wir, noch wenn dann dran. die Montage noch dazu nehmen, dass wir da Pavlatschen auch haben. Ja, ja, Es ja, ist auch ein sehr knackiges Programm, aber ja, ja. Da schaut der Felix sagt richtig. Es geht, wenn man ein Begleitauto braucht man für die Instrumente und fürs Gepäck, ja, fürs gröbere Gepäck. Teuer ist es sicher nicht. Nicht teuer, glaube ich auch nicht. Dass das der fand das Nein, glaube wir ich werden nicht. uns da Nein. schlau machen. Und dann macht sich auch schlau. Vielleicht habt ihr ja Ideen. Und dann klar, weil der Wolfgang schreibt, ne, die Kroatengruppe vom Vorplatz, na klar, hätte man am Vorplatz auch natürlich was anstimmen. Natürlich Aber, spielen wir da was. aber natürlich, wie soll ich sagen, dann, also ein Lied oder was, nicht? Aber dann halt, ja. So, servus, ich bin's nochmal, der Jonas. Wir haben bald, was? Wir haben bald Feuerwehrherigen. Wie viel würden 8 Stunden kosten? Also 8 Stunden spielen wir nicht. 8 Stunden spielen wir nicht. 8 Stunden spielen wir nicht. Wir spielen maximal 3 Stunden. Und auch für dich gilt, Jonas, sei so gut, ruf den Patrick an. Aber es ist Ruf natürlich mir auch an, so, oder schreib mir ein WhatsApp oder schreib uns eine ja. E-Mail, ja. Und überleg aber auch trotzdem, ob jetzt Wiener Lieder von den 16 für einen Feuerwehrherigen das Wirklich Richtige ist. passen, ja. Vielleicht sagst du ja. Ne? Wenn du sagst, oh ja, das war leibend, das wird passen. Wir haben halt keine Stimmungsmusik. Machen wir nicht. Wir Ja, das sind muss nicht man die bedenken. Stimmungsmusik, wir machen nicht so die Hände in die Höhe und jetzt singen alle mit und jetzt klatschen Genau. alle mit. Das machen wir nicht. Nein, das ist bei uns anders. Ja. Also das sind wir sind nicht die Stimmungsmusiker, die jetzt die Stimmung anhatzen im Kalender. Und noch ein Polka und jetzt gehen wir, auf geht's, wo sind eure Hände? Nein, das machen wir nicht. Also, aber Zu überlegen, aber das- wir haben bei Feuerwehrherigen schon gespielt, also viel keine sogar, Frage, ja. aber das Ja. Konzert eben, ja. Ja, Konzert oder schon nebenbei, aber eben, Nebenbei, aber ja. eben jetzt, man muss sich bewusst sein, dass das im Wiener Lieder sind und ob das für die Gäste auch leibend ist und so weiter. Genau, Sonst hat ja keiner genau. was davon. Ja. Muss man einen Nachweis für einen bezahlten Kirchenbeitrag mit haben? Bin 1967 schon austreten aus dem Verein. Na, da braucht man keinen Ich bin Erstens auch einmal, ausgetreten, braucht man nicht. Patrick ist auch austreten und es gilt ja, wer tauft ist. Also eigentlich muss nicht Genau, einmal so tauft ist es. sein. Eigentlich Na, muss nicht Pilger einmal kann tauft sein. jeder gehen. Pilgern kann ja jeder gehen. Aber es war schon leibend, es war schon eine leibende Geschichte. Jeder Bücher kann Büchern gehen. So ist es. So ist es. So, jetzt da wünsche ich noch einen schönen Freitag oder erholsames Wochenende, Papa, sagt der Marco Schöne Schlögl und die Judy Austria sagt grüß euch. Ja? Wir werden uns aber auch an den Marco Schlögl anhängen, beschließen diesen Schurfix und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Vielleicht sehen wir uns einander am Montag bei der Pavlatschen. Ich hoffe doch. Ja, ansonsten schönes Wochenende. Bleibt brav, bleibt aufrecht und ich mache mir jetzt dann noch einen guten Kaffee mit meiner neuen Maschine, bevor ich nach Wien fahre. Macht Viert euch euch, einen Baba. Kaffee. Gehabt euch wohl. Ich hoffe Montag 20.15 Uhr Pavlatschen sehen wir uns. Gell? Unbedingt, unbedingt. Viert euch.